Oh. La 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 la. Der Meister! 22 Mara 06 Der Bademeister! 6 Zuschauer. Der Vizemeister! Noch nicht, ne? Noch sind wir kein Vizemeister. Können wir auch Vizemeister-Shirts machen. Wenn wir nächstes Jahr Leverkusen schlagen, können wir sagen, Triple-Besieger, wie St. Pauli. Müssen wir unsere Ansprüche runterschrauben, Leute. Müssen wir auf andere Dinge stolz werden. So, 22 Mara 06, vielen lieben Dank für dein Raid mit 6 Zuschauern. Geil, einer davon bin ich, habe ich mich selbst geradet. Easy, ey. Easy money. So, Leute, was geht ab? Valderada, Servus. Zahls NRW, Servus. Dummo Jumbo, Servus. Thorsten, Chico. J. Drago, was denkt ihr über die Gerüchte, dass Tuchel bleiben könne, Chat? Ich denke, der Chat ist hier sehr dafür. Ich glaube, die Mehrheit wird sich dafür aussprechen, dass Tuchel auf jeden Fall bleiben sollte. Weil er die Jugend so gefördert hat, das Spielsystem legendär ist. Wir ganz tollen Fußball die Saison gesehen haben. Dazu natürlich auch super erfolgreichen Fußball. Ich denke, ja. Na, wir sollten die Petition alle unterschreiben. Ist sie noch aktiv? Sollen wir das mal im Livestream erledigen? Emil, Servus. Tommy, Servus. Valderada, grüß dich. Florian. Ja. Ganz genau. Biofeedback-Zentrum. Servus. Bild. Werner. Servus. Was machen die Gleise? Werden die gelegt nach München oder was? Phileas Fogg, moin. Nexus, Servus. Mara, Servus. Dennis, Servus. Olli, Servus. Ja, ja. Sagt ihr mal, er bleibt nicht, er bleibt nicht. Wer weiß. Er wurde nicht verabschiedet, Leute. Letzten Heimspiel. Habt ihr den Wink mit dem Zaunfall verstanden? Marc, guten Abend. Liebe Grüße zurück ins Saarland. Genau, die Mannschaft hat sich auch super weiterentwickelt. Jeder einzelne Spieler ist ganz klar besser geworden. Ich denke, das spricht alles für den Tuchel. Patrick, schönen guten Abend. Der Downgrade begann nach 2020. Ja, das ist ja kein Geheimnis, war Manfreda. Hätte so gerne Guardiola zurück? Ja. Markus Babbel, zur Not macht's der Babbel, ja. Zur Not, wenn alle Stricke reißen, wenn am 14. immer noch kein Trainer gefunden ist, weil am 15. muss er auf dem Platz stehen, macht's der Markus. Fertig. Ambo, Servus. Wer bekommt denn heute sein Fett ab wegen dem Champions League Spiel und dem Schiri? Weiß ich nicht. Ich habe alles dazu gesagt. Ich habe es auch schon vorhin in meinem Video zu den, weil ich habe ja die Kommentare der Kanalmitglieder gemacht. Ich bin müde. Ich bin müde, Leute. Ich bin müde. Ich erzähle seit gefühlt 8 Monaten einen denselben Stuss und ich bin müde, es immer und immer wieder zu wiederholen. Zum Glück nur noch ein Spiel und dann ist der Bums vorbei. Dann wiederhole ich das nochmal in einem großen Video. Vielleicht dann nochmal mit dem Olli im Talk und dann bin ich fertig. Dann habe ich, wie gesagt, ich fühle mich langsam wie, keine Ahnung, ich habe schon Knoten im Kopf, Alter, weil ich immer dasselbe erzähle. Deswegen, da kannst du nur noch, entweder kannst du dich nur noch aufregen oder du gehst nur noch mit Sarkasmus dran oder du sprichst am besten gar nicht mehr darüber. So ein Ding halt. Und bei Real Madrid, ja, ich habe es ja in dem Video gesagt. Also meiner Meinung nach, um da ganz kurz vielleicht meinen Senf zuzugeben, wir haben es nicht verdient. Sorry. Das war keine Leistung, die in FC Bayern würdig war gegen Real Madrid. Ich weiß nicht, in der 30. Minute hat der Neuer angefangen, auf Zeit zu spielen. Also heißt für mich, wir sind mit der
Anweisung da reingegangen gegen Real Madrid. Ja, komm, wir gehen da, fahren da mal hin und wir retten uns mal ins Elfmeterschießen und dann kommen wir schon weiter, oder was? Also, sorry, ich habe selten so eine destruktive Art und Weise eines FC Bayern München in der Champions League erlebt. Und es ist scheißegal, ob der Gegner Real Madrid heißt oder Buxtehude 03, Alter. Das ist mir scheißegal. Ich erwarte vom FC Bayern einfach einen anderen Fußballer wie das, was ich da gesehen habe. Hätten wir das Hinspiel 3-1, 4-1 gewonnen, hätte ich gesagt, alles gut, verstehe ich. Park mal den Bus vorm Tor, ja, weil wir da so stark drin sind. Park den mal dahin und gut ist. Aber nicht, wenn es 2-2 steht, Alter. Lächerlich. Ja. Von den Wechseln fange ich jetzt gar nicht erst an, weil es gab ja keine Alternativen auf der Bank offensiv. Ja. Gab's ja nicht. Haben wir ja klar gesehen. Oder? Deswegen musste man so wechseln. Dass ein Pavlovic gefühlt 5 Minuten draußen ist, wie mit 10 Mann spielen, anstatt vorher vielleicht anders zu wechseln, sodass du noch eine Option hast. I don't know, weiß ich nicht. Kann man drüber diskutieren, muss man vielleicht nicht. Dass Neuer den Ball dahin wirft, wenn man zu 10 auf dem Feld ist. Katastrophe. Ja, vom Mann, der Welttorhüter ist und Erfahrung hat, bis der Arsch blutet, Alter. Dass dann der Maulwurfhügel natürlich schuld ist im Bernabeu, dass der Manu den Ball nicht festhalten kann, ja. Das zeigt einfach das ganze Dilemma diese Saison, Alter. Diese Mannschaft hat einfach keinen Charakter. Der Trainer passt nicht zu dieser Mannschaft. Ja, der lässt die Mannschaft eine Strategie spielen, die Mannschaft einfach nicht kann, einfach nicht rafft in dem Schädel. Und somit geht der Bums gerechtigterweise ohne einen Titel zu Ende. Und das ist gut so. Sorry, dass ich das so sagen muss. Es hat mich super geschmerzt. Wie gesagt, diese Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben in der Champions League, ist grausam. Sorry, das war nicht eines FC Bayern würdig. Da bleibe ich auch bei. Ist mir Wurst. Kann jeder anders sehen. Für mich war das war nicht Bayern-like, Alter. Wild. Man ist ja immer schnell mit zu sagen, das war nicht Bayern-like. Aber nochmal so destruktiven Fußball zu spielen, Alter, ja, dann kannst du auch den Mourinho jetzt verpflichten. Ja. Punkt. Fertig. Ich meine, dass es anders geht, mit tollen offensiven Fußball, schönen Fußball, und man gewinnt trotzdem Titel, sieht man ja gerade, oder? Es muss nicht alles so beschissen Fußball spielen wie Real Madrid, gehe ich mit. Aber das ist nicht der FC Bayern, Alter. Und das darf auch niemals der FC Bayern sein, diesen Anspruch zu haben. Und dann, ja, jetzt regen sich alle, oh, der Schiri ist schuld, der Schiri hat das Spiel verpfiffen. Der Schiri war 104 Minuten oder was, sehr gut. Komplett unparteiisch, hat's gut gepfiffen. Was wäre denn passiert dann? Dann wäre es 2-2 gewesen und dann? Was wäre dann passiert? 30 Minuten Verlängerung. Klärt mich auf. Mit Choupo-Moting und Thomas Müller als einzigste offensiven Spieler auf dem Feld. Was wäre da passiert? Klärt mich gerne auf. Ja, klärt mich gerne auf. Ich denke, die beiden, die sind ja auch super schnell. Da hätten wir die Konter gefahren, 1:1. Oder wollt ihr mir erzählen, wir hätten jetzt angefangen, das Spiel zu machen, oder was? Mit welchen Spielern auf dem Feld? Mit welchen Spielern auf dem Feld? Katastrophe. Man braucht sich da nicht an der Schiri-Entscheidung hochziehen. Klar, war das unglücklich, bla, Söld, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber nochmal, nee. Nee, sorry. Ist gut, wie es ist, Alter. Fertig. Es tut weh, ja. Es hat mich richtig weggefickt vom Kopf her, diese Art Fußball zu sehen. Und das muss ich verarbeiten. Aber am Ende des Tages, Alter, hoffentlich gewinnt der BVB noch die Champions League und reibt das Salz nochmal richtig in Ulis scheiße Wunde rein, Alter. Hoffentlich. Ja. Das ist auch der einzige Grund, warum ich den gönne, den Dortmundern. Und für den Sabi. Ansonsten wäre mir das scheißegal, aber die müssen das gewinnen, dann muss das muss richtig bluten, das Herz vom Uli. Richtig. Junge. Gibt keinen zweiten Menschen, der das aktuell so verdient hat in dem Club wie der Uli, Alter. So. Das ist mein Take zu Real. Zorngas, guten Abend. Die Gleise kannst du wie unser Fußball ein bisschen einstufen, okay? So erfolgreich, 2. oder 3. Platz.
Ach komm, so schrottig ist der Kader auch nicht, Amu. Der Kader ist so schrottig, weil man halt nur auf die etablierten Spieler gesetzt hat. Ja? Und die satt sind und egoistisch und ja, deswegen ist der Kader so Schrott. Was wäre denn gewesen, wenn man die mal von Anfang an in einen gesunden Konkurrenzkampf gestellt hätte? Dann wäre vielleicht einiges ein bisschen anders gelaufen, oder? Wissen wir aber natürlich nicht, ist wieder nur hätte, Fahrradkette. Ja, ist richtig. Deja, guten Abend. Bisschen Twitch bis dauert 5 Minuten. Wild. Wild. Servus erstmal. Ich juckt das alles nicht mehr, hab's unter deinem Video geschrieben, schaue keine PK mehr von dem Trottel. Im PKs analysiert er immer alles und aufstellen tut er völlig anders. Ja. Kann da auch nicht mehr viel zu sagen, Vorsänger. Klar es besteht im ganzen Verein Handlungsbedarf, Manfredo. Aber haben wir ja auch schon gesagt, was soll sich da ändern? Wer soll einen Udi Hoeneß oder einen Karl-Heinz Rummenigge in Frage stellen? Das passiert halt nicht, ne? Gibt es halt keinen. Ich habe heute noch... Lass mich überlegen. War das Fokus oder sowas? Ich habe irgendwo heute noch einen Artikel gelesen, warum das gerade so schwer ist, warum wir keinen Trainer finden. Na, da wurde das mal aufgegriffen so, dass es immer so diese Udi Hoeneß Partei gibt, dann die Karl-Heinz Rummenigge Partei und den einen Trainer möchte der nicht, den anderen Trainer möchte der nicht und bla und Sülz. Die haben das echt ganz gut beschrieben, wie so die Machtverhältnisse in unserem Verein sind. Das Traurige ist dann, wofür hast du Max Eber verpflichtet, Alter? Am Ende des Tages hockt er da, muss die dummen Fragen beantworten und ja, egal was der entscheidet, er muss es erstmal absegnen lassen. So. Und es muss, Uli und Kalle müssen ja sagen. Ansonsten passiert nichts bei uns. Thomas, die Lokomotive. Kannst du keiner erzählen, oder? Das ist das Traurige. Thomas, die Lokomotive tut giftet it hier 1 sub tu Gorkor. Minimaler Maulwurf war es noch, genau. Tut giftet it hier 1 sub tu Gott Imperator on Tor. Wild. Thomas! Erstmal vielen lieben Dank. Ich trage es mal direkt ein. Bevor ich es vergesse. Thomas, die Lokomotive tut giftet it hier 1 sub tu T0 BS 88. Thomas, vielen lieben Dank für 5 verschenkte Subs. Vielen lieben Dank. Servus nach Tirol, Alfred. Nein, Rayo. Kannst du doch jetzt so nicht sagen, dass ein Saragossa auffälliger war. Eigentlich, der darf doch nicht spielen, der kann doch noch gar nicht kommunizieren. Hast du das gesehen? Der konnte nur so im Spiel machen, Daumen nach oben. Und konnte nur in Kimmich sagen, spiel mal den Ball schneller. Aber das kann halt noch kein Deutsch. Ich bitte dich. Also Saragossa ist in der spanischen Liga Nationalspieler geworden. Wer will mir denn erzählen, wenn ich das immer lese, dann, ja, der hat kein Bayern-Niveau. Der hat 3 x 15 Minuten gespielt und dann kommen die Leute und sagen, ja, der hat kein Bayern-Niveau, ne? Mit dem gewinnt Bayern keine Titel. Sascha Boe, der hat kein Bayern-Niveau, ne? Der kann nix. What the hell, Alter. Ganz wild. Ganz wild. Ja, bla bla bla. Ja gut, aber Tuchel durfte nicht mehr wechseln, ne? Also er konnte nicht mehr wechseln, glaube ich, wo das mit dem Pavlo war, ne?
Tore Zielmann drin, was Elfmeterschießen. Ja, das Gefühl hatte ich halt auch. Und das ist halt, sorry, Leute. Was haben wir für epische, komm, der große Teil hier von euch ist genauso ein alter Sack oder älter wie ich. Was für epische Schlachten haben wir schon im Bernabeu geschlagen, Alter. Was für epische Spiele haben wir da gesehen. Ja? Da hat man dagegen gehalten, hat Versuch gemacht, getan. Und nein. Dann siehst du so ein Anti-Fußball, Alter. Zum Kotzen. Mit der Einstellung, wie du es gerade schreibst, man hatte das Gefühl, wir fahren dahin, um uns auf das Glücksspiel Elfmeterschießen zu verlassen, Alter. Also, was ist das bitte für eine Zielsetzung, Junge? Und dann wird die ganze Scheiße noch schön geredet, weil dann der Schiri noch so eine fatale Entscheidung da fällt. Wo es noch nicht mehr der Schiri war, sondern der Linienrichter. Kommt jetzt Kloppo? Nein, der macht Pause. Kolio, servus. Antagon, guten Abend. Ja, na klar, weil die Dortmunder ja dann auch den Terzig rausfeuern können, wenn der Champions League-Sieger wird, oder? Wollen sie das dann kommunizieren? Ich bin gespannt, du. Hobbydampfer, alle sagen, der neue Trainer wird schwer haben. Ich sage, es kann nur besser werden. Ja. Einfach wird es nicht, aber für uns kann es wirklich nicht viel, viel schlechter werden. Naja, Bankettrede ging so, oder? War natürlich immer wieder völlig aus der Luft gegriffen, so die Bankettrede. Ja, wir müssen jetzt daran glauben, ne? War ja 2012, war es genauso. Wir müssen den Geist aktivieren, das hat Thomas Müller damals gesagt. Aber Thomas Müller ist tot und angeblich ist die halbe Mannschaft nächstes Jahr nicht mehr da. So, welchen Geist willst du da beschwören? You know? Wie willst du das vergleichen, Alter? Wenn die ganzen Spieler da bleiben, ja, wow. Aber dann ist ja ganz vorbei, Alter. Ach, Ambo, das ist genau derselbe Take, weißt du? Du sagst, der Pavlo hat nicht die Qualität und der Tail auch nicht. Ja. Ist genauso ein wilder Take. Wir werden es halt nicht erfahren, wenn man die Spieler mal ein bisschen mehr eingebunden hätte. Das ist das Thema. Aber da ist Tuchel halt nicht der Trainer für und das ist ja auch okay. Das ist ja gar nicht der Vorwurf. Dem Club 13 beigetreten. Ja? Der celebrates 3 Months of Membership. Tuchel hätte seit langem den jungen Jungs mal eine Chance geben. Sie hält die Sprachbarriere Brein nicht auf. Ja, ist halt auch so. Vielen lieben Dank erstmal für deine Verlängerung. Aber wie gesagt, das ist... Mein Gott. Also der da, ne? Sollte klar sein. Aber wie gesagt, da mache ich den Tuchel nicht mehr zum Vorwurf. Das ist halt einfach nicht Tuchel. Und das ist auch okay. Und deswegen ist er ja am Ende der Saison auch weg. So. Punkt. Und ich denke, er ist auch froh, wenn man das sieht, dass er weg ist. Feierabend. Mehr brauchen wir beim Tuchel nicht mehr diskutieren, Alter. War halt bezeichnend das Spiel dann jetzt, wo er sagte, oh ja, haben die Jungs jetzt mal verdient, sind ja alles super Jungs. Tja, nicht, Alter. Den kannst du halt nicht ernst nehmen, den Menschen. Ja, die Sané-Phase, Junge, da kannst du einen eigenen 2 Stunden Saisonfazit draus machen. Katastrophe. Junge. Ja, na klar haben die Spieler für Tuchel ausgesprochen. Also, guck dir Manuel Neuer an. Bitte dich. Geht mit Sicherheit den einen oder anderen Spieler, die, wenn es da klar nach Leistung gegangen wäre, wahrscheinlich nicht so gespielt hätten. Ne? Ist schon klar, dass die sich für Tuchel aussprechen. So ein Leroy Sané, der machen kann, was er will, ja, der ein Alleinstellungsmerkmal hat, als wäre er der große Messi, der in der Halbzeitpause noch nicht mal in die Katakomben gehen muss, der gefühlt, was weiß ich, mit goldenem Klopapier den Arsch abgewischt kriegt, Alter, damit er ja dann in einem wichtigen Spiel mal
15 Minuten liefern kann, danach kann er schon nicht mehr. Ja, ist klar, dass dieser Spieler den Trainer vergöttert, Alter. Aber bei jedem anderen Trainer hätte er auf der Tribüne gesessen mit den Leistungen. Schmerzen oder nicht Schmerzen. Ja, vielleicht hätte ein anderer Trainer auch mal gesagt, pass mal auf, Leroy, bleib mal 4 Wochen mit dem Arsch zu Hause und guck mal, dass du keine Schmerzen mehr hast. Das sind alles so wilde Takes, Alter. Tuchel hat wieder keinen Nationalspieler aus dem Saragossa gemacht. Ja, hat er bei einigen anderen auch noch hingekriegt, oder? Phil Servus. Ja, was soll der Freund denn auch sagen oder hören oder sehen oder sonst was? Ich meine, Herbert Hainer und Markus Söder sagen ja mehr zur Trainerfindung wie Katastrophe. Ja, die sollen alle einfach die Fresse halten. So, und dann kann doch ein Freund und ein Eber können doch dazu Wasserstandsmeldung geben, wenn sie meinen. Ja, aber dass jeder Pisskopf im Verein die Fresse dazu aufmacht, Alter. Es ist so, du kannst es nicht mehr. Du kannst es dir nicht mehr geben, Alter. Ja, und der Heiner brauchen wir gar nicht mit anfangen, oder? Junge, Junge. Also der von einem Fettnäpfchen ins nächste halt einfach rein. Naja, das Traurige ist ja, was das anbelangt, wo ich ja so normal mit Uli lese und sowas. Man kann es ja irgendwo verstehen, so, weißt du? Ich grüße dich. Marc, vielen lieben Dank für dein Twitch Prime im 3. Monat. Nee, war kein Prime, war ein normaler. Vielen lieben Dank, Marc. Ich kann es ja verstehen, so nach der Causa Olli und Brazzo hat der Uli gerade so das Gefühl so, Alter, ich muss wieder rein in den Bums, ne? Haben wir ja gesehen, unsere Transfer-Taskforce hat ja auch richtig geliefert vor der Saison. Dann hat man den Kalle ja auch noch wieder mit ins Boot geholt, damit der Uli auch wenigstens irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen eine Gegenstimme hat. Ja, anders kann ich mir das nicht erklären. So, jetzt hat er aber Marc Eberl geholt. Der neue, starke Mann, der den Uli 3-mal am Tag anrufen muss und sagen muss, was Phase ist. Und trotzdem kriegt der Mensch es nicht hin, jetzt zu sagen, alles gut, ich ziehe mich zurück jetzt, ich halte die Gosch, ja, weil ich telefoniere 3-mal am Tag mit Max Eberl, der macht was ich ihm befehle, ja. Heiner, Chrissy, die machen alle, was der Uli will, ist doch alles gut. Dann halte ich doch wenigstens öffentlich meine Fresse. Aber nein, dann setzt er sich dahin, erzählt, die Fans sind schuld, dass wir kein Meister sind. Ihr habt die Farce gesehen, ne? Im FAZ-Interview. Dann ist er damit durch, kriegt einen Shitstorm von allen Seiten, Alter. Oder zumindest von den Seiten, die sich ein bisschen mit dem Verein auseinandersetzen. Und dann sagt er ernsthaft, ja, Leute, wisst ihr was? Das mache ich jetzt wieder immer. Das mache ich jetzt öfter. Und dann gebe ich den Tuchel noch mit. Tuchel, hast du gar nichts hier gemacht. Du hast alle Spiele schlechter gemacht. Jugendspieler hast du nicht mit eingebunden. Alles richtig. Ja? Alles richtig. Sag ich gar nichts gegen. Aber das kann ich doch nicht öffentlich äußern. Und dann wundert man sich, dass Trainer sagt, oh nee, da gehe ich besser nicht hin. So ein Ding. Mark Weidenmann giftet Tier 1 Subtu Turbowurm 71. Mark Weidenmann giftet Tier 1 Subtu RKCI 1S. Mark Weidenmann giftet Tier 1. Mark Weidenmann. Vielen lieben Dank erstmal, ne? Kann ich nämlich immer ganz kurz hier nebenbei. Dann. Mark Weidenmann giftet Tier 1 Subtu Kim. So, erstmal, Ascheran, vielen lieben Dank für dein Primey. Und Marc, vielen lieben Dank für deine 5 verschenkten Subs. Eieieiei. So, war auf YouTube auch noch was? Ich muss gucken, Leute. Ich im Redefluss war. Ist ja wild im Moment, ne?
Und Schatz, ich bin auch im Talk, ne? Nur zur Info. Genau, der da hatten wir. Perfekt. Emery hat auch keinen Bock. Nee, aber ist doch so. Jetzt mal ernsthaft. Das war wie mit dem Harry Kane-Transfer, Alter, wo er raushaut, ja, bla bla bla. Da verzögert sich der ganze Bums. Dann bist du in Verhandlungen. Ob jetzt Rangnick der Richtige gewesen wäre, sei mal dahingestellt. Du weißt aber, du bist mit Trainern in Gesprächen, weil du einen neuen Trainer suchst. Und na klar, dann gehe ich als Aufsichtsrat dahin und demontiere den aktuellen Trainer einfach mal öffentlich. Dann wundert man sich, dass Trainer auf einmal, wo sie eigentlich schon sich einig waren, absagen. Wild, oder? Wer hätte das nur kommen sehen? Alter, die geben wir öffentlich ein Bild ab, ey. Kannst du auch keinem erzählen, leider, ne? Ja, die Bankettrede mit dem Interner, weiß ich nicht. Ist jetzt 10 Jahre her, vielleicht wollte er rausstreichen, was der Müller für ein Charakter ist. Das Ding ist, du kannst halt die Situation gar nicht vergleichen, ne? 2012, dann auf 2013, die Mannschaft ist zusammengeblieben, das war ein eingeschworener Haufen, die sind gestärkt daraus gegangen. So, diese Mannschaft, hast du das Gefühl, die ist gebrochen. Die Mannschaft ist gebrochen. Ja, da dann diesen Ansatz zu wählen und nochmal, angeblich möchte man ja einen Umbruch machen. So, dann diesen Ansatz zu wählen und zu sagen, ja, Männer, ihr wisst doch, 2012 und 13 und jetzt müssen wir und bei den ganzen Ich-AGs, die da auf dem Feld standen, vergleich das mal mit 2012, Alter. Also, das ist eine Katastrophe, ne? Ja, Anmu, das ist ja alles richtig. Es geht doch nur darum, dass man dem Brian abgesprochen hat, dass er... Nochmal. Ich glaube nicht, dass man in Spanien einfach so Nationalspieler wird, oder? Ähnlich wie bei uns. Da muss man schon ein bisschen was für leisten. Ja, und dann zu sagen, man verpflichtet ihn unbedingt im Winter, weil alle Außenspieler verletzt sind. Und dann stellt sich ein Tuchel hin und sagt so, ja, nee, alles gut, der kann doch keine Sprache, der kann nicht kommunizieren, den bringe ich nicht. Den ignoriere ich komplett. Dass du jetzt nicht sagen kannst, oh ja, Wolfsburg, da war er super stark. Nee, aber er hat mal gezeigt, was er für eine Art Spieler ist. Weißt du, wie ich meine? So. Welcher Verein soll denn Gnabry kaufen? Ja, Arsenal oder sowas. Die Engländer sind alle heiß auf den Gnabry, das passt schon. Arsch sagt man nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, erstmal Servus. Hallo. Ich freue mich wahnsinnig für Pablo, ne, dass der es in den EM-Kader geschafft hat. Das ist echt krass mit seinen 20 Jahren. Ja, gut, das wird wahrscheinlich auch. Wir werden es ja sehen, ob es ernst gemeint ist oder nicht. Wenn er Spielzeit bekommt, dann ist es ernst gemeint. Ansonsten geht es darum, ja, dass er sich nicht für ein anderes Land entscheidet, wa? Ja, wie gesagt, das muss jeder wissen, keine Ahnung. Habe ich jetzt nicht als so wild empfunden mit dieser Aussage aus dem Chat da. Aber nochmal, der Chrissy macht da auch keine gute Figur, was das anbelangt. Aber die Bankettrede war auf jeden Fall nicht so wild wie die davor, ne? Minze, willst du wieder teuer nach Italien verkaufen? Ja, ich gehe davon aus, dass er wieder den Verein verlassen wird. Ja. Ich gehe davon aus. Lol. Heute in Highlights erst gelesen, wie gut Tuchel mit jungen Spielern kann, weil er sie jetzt, wo es um nichts mehr geht, einsetzt. Ich weiß auch gar nicht, ob Tuchel nicht mit jungen Spielern kann. Das will ich ja gar nicht sagen. Hat er ja auch schon gezeigt damals in Mainz und so weiter, dass er das kann. Er hat einfach keinen Bock, beim großen Verein auf junge Spieler zu setzen. So, und das ist ja auch völlig fein. Ja? Das weiß man aber auch, wenn man den Tuchel seine Station vorher mal ein bisschen guckt, oder nicht? Das große Problem war einfach, dass er unter Olli und Bratze geholt wurde. Und wahrscheinlich wurde ein Tuchel irgendwas versprochen und dann nicht eingehalten und gut. Und Tuchel hat dann Tuchel-Sachen gemacht, weil er auch angepisst war, dass das so ist und war dann das buckige Kind teilweise und keine Ahnung. Feiner hört keiner.
Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Der Heiner tritt dann von einem Fettnäpfchen immer ins nächste, er soll einfach die Goschen halten, Alter. Soll er sich um die anderen Abteilungen kümmern und die Abteilung Fußball mal anderen überlassen. Reini, servus, wie geht's? Bin so froh, wenn die Saison rum ist. Da sind wir, glaube ich, alle oder ein großer Teil. Ja, die Frage ist gut hier. Wie bewertest du den Umbruch nach den Abgängen von Schupo und Saar? Es ist ja selbst für meine Verhältnisse zu viel Sarkasmus drin in dieser Frage. Ja, der war auch geil, der Hitzelsberger. Hitzelsberger hat dann quasi das gesagt, nachdem ich das Video rausgehauen hatte. Der wieder auf meinen Kanal geguckt, weiß er, dass ich gedacht, ach komm, da gehe ich auch mal rein in die Kerbe. Aber er hat natürlich vollkommen recht mit seinen Aussagen, die er getroffen hat. Ja, auch, dass er dann einfach mal die Gosche halten sollte. Ja, man muss ja auch nicht mal alles glauben, was man so liest, ne? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Spieler sich auf jeden Fall stark für den Tuchel gemacht hat, was ja auch okay ist. Ne, haben wir ja gerade schon gesagt, ich denke mal so ein Leroy, auch so ein Manu. Aber Minjay, keine Ahnung, ich würde einen Minjay noch gerne in der Saison sehen bei uns eigentlich. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube, die werden ihn wieder abgeben, ja. Zumindest wenn man so hört, dass man angeblich da mit komischen anderen Innenverteidigern verhandelt, ne? War vielleicht falsch, Kahn und Bratze zu entlassen. Weiß ich nicht. Man weiß ja nicht, was da jetzt wie gelaufen ist. Also ein Bratze zu entlassen war definitiv richtig. Da denke ich, sind wir uns alle einig, wenn du dir die Gehälter anguckst, die wir mittlerweile zahlen. War das auf jeden Fall stimmig. Das muss geändert werden. Ja. Ja, ist doch scheißegal, was die Spieler wollen, Alter. Dijon, jetzt mal ernsthaft. Also, das ist ja das Traurige, dass bei uns die Spieler mehr bestimmen, wie irgendwelche Verantwortlichen im Verein. Ja. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ein Goretzka oder ein Kimmich sich für einen Tuchel ausgesprochen haben. Ja? Kann ich mir jetzt nicht so gut vorstellen. Ja, eben. Bei Minjay muss man das echt alles mal bedenken, ne? Den Militärdienst, Asien Cup. Tuchel hat den Leuten einfach auch keinen Gefallen getan. Muss man auch mal ganz klar sagen. Auch das kann man kritisieren. Sorry. Ja, einfach zu sagen, ja, den Licht mag ich nicht, den baller ich weg, ich lasse den Minjay spielen, obwohl er eigentlich gerade nicht mehr gerade auslaufen kann, Alter. Weiß ich auch nicht. War halt auch dumm. Ja, die Gehaltsstruktur ist für den Arsch. So, und da musst du Bratzo mit in die Verantwortung nehmen. Jo, Edin zum FCB, ja, ganz bestimmt. Das ist noch wahrscheinlicher, dass Erich Ribbeck zurückkommt, Alter. Ja, Fonsi wird den Verein auch verlassen, bin ich mir auch sicher. Was auch gut ist. Wie gesagt, wir brauchen keine Spieler, die nicht beim FC Bayern spielen wollen. Fertig. Würdest du Davids Außenstürmer sehen? Das wissen wir ja nicht. Wurde ja nie ausprobiert. Aber nochmal. Wer sich nicht klar zum FC Bayern bekennt, den brauchst du dann auch nicht. Egal, ob er eine Position weiter vorne dann einschlagen würde oder nicht. Nee, brauchen wir nicht. Wir müssen davon wegkommen endlich wieder. Marco, guten Abend. Weg damit. Fertig. Feierabend. Und wenn du nur 30 Millionen kriegst, drauf geschissen, Alter. Weg. Punkt. Fertig. Wir brauchen keinen Wirtz. Doch, wir brauchen Wirtz. Ich bin Wirtz-Fan. Ich oute mich da. Wenn du einfach siehst, wie der teilweise auch die ganze Leverkusener Mannschaft mitreißt. Na, ich habe jetzt nicht so viele Spiele gesehen, aber die ich gesehen habe, das ist genau so das Ding, was uns teilweise fehlt, ne? Bei uns wird dann alles einfach so hingenommen, so, ah ja, passt schon, egal, drauf geschissen. Das ist nicht nur die Qualität, die er hat, sondern einfach auch der Charakter. Ja, das ist so was mir gefallen hat.
Der FC Hollywood kommt immer mal wieder. Alle Jahre wieder oder alle Jahrzehnte wieder. War ja lange Zeit okay, ne? Ja, wenn du gesehen hast, was ein Gnabry oder ein Coman die Saison gezeigt haben als Außenstürmer, könnten Davies wahrscheinlich auch einen davon ersetzen, ja. Aber nochmal. Wir brauchen keine Spieler, die bei uns sind, weil wir dann das zahlen, was sie gerne haben wollen. Also, alles ist gut. Tschüssi, geh nach Real und gut ist. Wieso wurde Tuchel nicht verabschiedet? Ja, der bleibt natürlich noch ein Jahr. Man hält sich die Chance auf. Komisch, Tuchel hat dennoch reichlich Anfragen von namhaften Clubs. Ja, warum soll er die denn nicht haben? Ist doch völlig fein. Nee, ist ja okay, dass ein Kimmich für einen Tuchel kein Sechser war. Ist ja für mich auch nicht. Also den Take habe ich ja voll mitgetragen. Nur warum, wenn ich den Take bringe als Thomas Tuchel, als Trainer, als Head Coach of all, warum lasse ich ihn dann 3/4 der Saison trotzdem auf dieser Scheißposition spielen? Versteht ihr das Problem, was ich habe? Damit hat es schon angefangen, dass du den Mann nicht ernst nehmen kannst, was der von sich gibt. Warum hat er da nicht einen Pavlovic dahingestellt? Den er ja angeblich jetzt auf einmal entdeckt hat, oder was? Oder einen Conny Leimer. Nein, dann stelle ich einen Conny Leimer als Rechtsverteidiger hin. Der in der Katastrophe als Rechtsverteidiger war. Warum habe ich da nicht sofort gesagt, Josh, du bist für mich kein Sechser, hat er öffentlich geäußert, Josh, du spielst jetzt Rechtsverteidiger. Und Feierabend. Da braucht mir doch keiner mehr erzählen, dass der Tuchel ein guter Trainer ist. Sorry. Der analysiert alles, wie es vorhin auch stand, in der PK setzt er sich hin, analysiert dies, das, Ananas. Sagst du, boah, geile PK, gehe ich voll mit. Und was macht er danach? Nichts, Alter. Dasselbe wie mit der Kimmich-Situation. Junge, Junge. Und dann die Takes, Gnabry schießt ein Tor gegen Real Madrid. Chefcoach beim FC Bayern München setzt sich in den PK. Gnabry schießt ein Tor gegen Real Madrid. Herr Tuchel, wie kommen Sie denn drauf? Gnabry schießt ein Tor. Spiel zu Ende. Gnabry hat natürlich kein Tor geschossen, weil er irgendwie nur 15 Minuten gespielt hat. Nach der PK. Gnabry schießt ein Tor im Rückspiel. Warum mache ich mir so ein Fass überhaupt auf, Alter? Wie viel Glaubwürdigkeit willst du haben als Chefcoach? Ja, bitte alle. Alter. Nein, dann lasse ich ihn aber 80 Minuten gegen VfB Stuttgart spielen, obwohl er erst wieder seit 7 Tagen aus einer Verletzung kam. Lassen Harry Kane in Stuttgart spielen, fast das ganze Spiel, um dann sagen zu können gegen Real Madrid, oh nee, der Harry kann nicht mehr. Der Harry hat jedes Spiel gespielt bis in dieser Saison, jetzt kann der nicht mehr. Gegen Real Madrid im Champions League Halbfinale Rückspiel. Der Einzige, der die Saison kontinuierlich Tore schießt. Kann dann nicht mehr. Merkt ihr irgendwas? Junge. Kommen wir wieder zu Real Madrid. Kann ich schon wieder abdrehen, Alter. Der kann nicht mehr. Der kann nicht. Alter. Kann das nicht mehr. Sunny will in Leverkusen bleiben, laut Sky. Ja, wenn der Sunny da bleiben will, soll er da bleiben. Nochmal. Wir brauchen keine verfickten Spieler mehr bei uns, die nicht bei uns spielen, weil wir der FC Bayern sind. Sondern weil wir die meiste Kohle zahlen. Soll er da bleiben und ist doch gut. Wir haben Rechtsverteidiger. Alles ist doch gut. Junge, Junge. Neuer Müller, Sané, Dyer, Kane und Musiala, die sich für Tuchel stark machen. Wow. Alle bis auf Musiala verstehe ich, ja. Was willst du da denn bewerten? Was willst du denn die Allianz Arena mit einem Stadion wie Bernabeu vergleichen? Oder auf was denn? Auf Stadion bezogen, auf Fans bezogen oder was? Unsere Stimmung ist immer eine Katastrophe. Das war das letzte Heimspiel der Saison. Was war denn stimmungsmäßig in der Arena los? Es war tot, Alter. Es war tot. Tot! Einfach tot, wie der Verein. Tot. Nee, ich bin ja nicht mehr optimistisch. Habe ich ja im letzten Stream gesagt oder in irgendeinem Video habe ich es gesagt. Bin nicht mehr optimistisch.
Weil wenn ich höre, dass der Wildgänseflüsterer Hansi Flick unser Kandidat ist, wenn Hansi kommt, dann wird nicht einer dieser Spieler gehen. Nicht einer. Wild, oder? Dann wirst du die beiden, die jetzt weg sind, dann wirst du vielleicht einen Davis abgeben, weil er unbedingt weg will. Und das war's dann. Oder vielleicht haut man noch einen Kim wieder weg, weil dann hat man ja ein Argument und kann sagen, boah, wir haben 4 Spieler, wir haben den Umbruch angefangen, der Umbruch ist eingeleitet, wir haben 4 Spieler abgegeben. So ein Ding wird das dann. Junge. Erich Ribbeck war hart, ja. So ein Blue Bailey, guten Abend. Nein, also ich sehe Minjay schon anders als ein Upa. Allein auch von der Spielweise. Also ich finde einen Upa sogar stärker von der Spielweise. Nee, aber den Zahn muss ich dir ziehen, ja. Hier stand gerade, Tuchel, kannst du was? Falsche Aufstellung von Mazraoui als Links wird anstatt Rechtsverteidiger. Also der Take hast du dir völlig in Eigentor geschossen, weil Mazraoui hat super stark als Linksverteidiger gemacht. Punkt. Spielt das in der Nationalmannschaft übrigens auch öfter und war sau stark gegen Arsenal, auch gegen Real Madrid eigentlich war es okay. Also der Take ist dumm. Sorry, muss ich leider so sagen. Also da hat Tuchel einen guten Move gemacht, weil die Alternative wäre Fonzie Davies gewesen, weiter als Linksverteidiger und das wäre eine Katastrophe gewesen. Also, nee, da gehe ich mit. Hat der Mazraoui gut gemacht. Ich mag ihn auch nicht seit seinen komischen Anti-Israel-Scheiß da, von daher, wenn ich das schon sage, dann heißt das schon was. Wird zum Tar holen, ja. Warum nicht? Goretzka bekennt sich ständig zu Bayern. Nee, Goretzka bekennt sich zum FC Bayern, weil er 20 Millionen bei uns verdient und die nirgendwo anders verdienen wird. Goretzka kann sich gerne zum FC Bayern bekennen und sagen, wisst ihr was, alles ist gut. Ich nehme das Gehalt meiner Leistung angepasst. Dann sind wir nämlich bei 10 Millionen. Maximal, wenn der Goretzka mal, er hat ja ein paar gute Spiele gehabt in der Rückrunde, muss man ja sagen, ne? Wenn er die Leistung dann mal ein bisschen konservieren würde, können wir auch gerne über 12 Millionen reden. Und dann ist gut. Ja, feuerfrei. Gerne. Dann behalten Leon da. Wie gesagt, wenn der Leon diese Leistung zeigt, wie er es da 3-4 Spiele getan hat, völlig fein. Ja, völlig fein. Gehe ich 100% mit. Aber keine 20 Millionen, Leute. Guck doch mal, was diese Spieler verdienen bei uns. 20 Millionen verdient der Typ. Der fährt noch nicht mal mit zur EM und das gerechtfertigterweise, Alter. Da müssen wir doch mal hinkommen. Kimmich dasselbe, Alter. Wo war denn Kimmich die Saison nur einmal 20 Millionen wert? Er hat passend zu den Real Madrid-Spielen hat Kimmich sich gedacht, ach, wisst ihr was? Ich habe jetzt 4 gute Spiele als Rechtsverteidiger gemacht gegen Real Madrid. Da habe ich keinen Bock. Habe ich einfach keinen Bock. Da spiele ich meinen normalen Stiefel runter, bringe eine durchschnittliche Leistung und habe mir nichts vorzuwerfen. Junge, Katastrophe. Katastrophe. 20 Millionen verdient der, Minimum. Ich könnte dafür wetten, dass der mehr verdient. Lächerlich, Leute. Von Sané und Gnabry und Coman fange ich gar nicht an, oder? Ist besser fürs Herz. Und für euch auch. Bayern kann sich aber keine weitere Million für Wirtz ausgeben, soweit ich das mitbekommen habe. Ich bin ja BVB-Fan, dennoch finde ich die Sendung von Red Moon nicht sehr gut. Warum soll der FC Bayern denn keine weitere Million für Wirtz ausgeben können? Meinst du echt, dass Tuchel keine Verabschiedung hatte wegen einer möglichen Verlängerung? Ja. Also ohne Scheiß, wenn alle Stricke reißen und keine Ahnung, wenn man jetzt echt, gehen wir mal von dem Fall aus, eine Tür schließt sich, eine andere Tür macht sich auf. Und der Eberl sagt jetzt in 10 Tagen oder in 2 Wochen, sagt so, Leute, wisst ihr was? Ich hab's geschafft. Der Pep kommt nächstes Jahr. Aber wir müssen noch ein Jahr mit dem Tuchel durchziehen. Dann ist das mit der Nebelkerze mit Hansi Flick auf jeden Fall geglückt. Ne? Weil der Flick will ja nicht nur ein Jahr. So. Wer will denn auch nur ein Jahr beim FC Bayern machen, Alter? Versteht ihr? Also wer weiß. Spekulationen sind da.
Alles ist besser als Tuchel oder Flick. Ja, geh ich leider mit, ey. Ja, bei uns passiert gar nichts ohne Ball, ne, Raju? Gut, dass du das auch nochmal schreibst. Teilweise gar nichts, ne? Wir haben so 10 Minuten pro Spiel haben wir Bock. Dann sind wir auch aktiv ohne Ball. Aber ansonsten ist immer der den Ball hat, die ärmste Sau, Alter. Ach, herrlich, ey. Ah. Ja, wir werden sehen, ob er bald weg ist, der Tuchel. Konter wirst du schon fühlen. Ich würde auch so ein Mister. Am Ende ist es mir echt egal. Ja? Jalek, servus. Wir brauchen einfach was Neues. Im Kader, im Trainerteam. Wir brauchen frischen Wind, Leute. Wo soll Kimmich hin? Ja, mir doch egal, Alter. Nach Barcelona, nach Manchester City, da wo er geschätzt wird. Ist doch gut. Feierabend. Nur weil er Kimmich heißt, muss er in jedem Spiel spielen, oder was? Was ist das für eine Einstellung, Alter? Sind wir beim nächsten Punkt. Wenn er nicht die Leistung bringt, setzt ihn auf die Bank, setzt ihn auf die Tribüne. Wen interessiert's denn? Kann der Tuchel sich wieder hinstellen und sagen, ja, jedes Spiel ist ein Kimmich-Spiel. Noch so ein toller Move vom Tuchel. Wundert sich dann, dass an jeder PK darauf angesprochen wird, Alter. Lächerlich. Ja, eben. Ja, der Minje, der war doch beim Asia Cup, oder? Ja. Ja, der war, glaube ich, da, ja. Da kam der zurück, dann habe ich den gleich gegen Leverkusen aufgestellt. Ohne, dass der überhaupt nur irgendwie mal eine Woche Pause hatte. Junge, Alter. Katastrophe. Der Kane-Fluch, ja, der Kane-Fluch ist es, genau. Weil der Heavy Kane ist dafür schuld, dass wir so einen schlechten Fußball gespielt haben und wir keinerlei Ideen haben gegen tiefstehende Gegner und dass Spieler auf falschen Positionen spielen, Spieler komplett demontiert werden, Spieler ignoriert werden. Das ist alles der Heavy Kane-Fluch. Der Heavy Kane-Fluch hat nämlich das zweite Bewusstsein in Thomas Tuchel hervorgerufen. Dadurch hat Thomas Tuchel diese falschen Entscheidungen getroffen. Ja, Hansi steht für Erneuerung, ja. Haben wir in der Nationalmannschaft und in München gesehen. Was der an Jugendspielern entwickelt hat, die kann es gar nicht mehr zählen. Kannst du auch nicht, oder? Hansi, der ist auch ein Entwickler, ne? Ich glaube auch. Ich glaube, der Hansi wird uns gut tun. Ich glaube, der ist der richtige Mann für einen Umbruch auch, ne? Geht Eric Dyer eigentlich wieder? Nee, warum sollte er gehen? Hat doch einen Vertrag bei uns. Freue mich sehr auf die EM. Ist als Bayern-Fan vielleicht das Einzige, was gut ist, wenn Pavlo dort gut performt und richtig gut zurückkommt. Und falls wir jetzt nächstes Jahr zur Verfügung stehen, müssen wir holen. Ja, ich freue mich noch nicht so auf die EM. Ich bin mal gespannt. Aber ja, die Nationalmannschaft kann mich in der Vorrunde überzeugen, mich da einfach mal. Aber ist ja auch schwierig, wieder so schlechten Fußball zu sehen, wie wir das ganze Jahr gesehen haben. Ne? Von daher sehe ich dann vielleicht mal ein bisschen besseren Fußball. Flick würde so weiter wie aufgehört haben, ja. Nee, er würde den Kimmich wieder in die Mitte ziehen. Der Bendin schreibt, ich versuche es nochmals. Ohne unseren 100-Millionen-Stürmer stünden wir nicht da, wo wir sind. War das Tuchels Erfolg? Never. Ein Jahr lang nicht eingebunden. Den Ruhrpott kriegst du nicht nach München. Kriegst du auch nicht. Gehört, muss er auch nicht. Es wird Jahre dauern, bis der Verein wieder besser dasteht. Es wurde viel verschlafen die letzten 2 Jahre. Ja gut, das weiß ich nicht, dass Jahre dauern wird. Ist ja nicht so, als wenn wir nicht ein gutes Gerüst hätten. Ja, wenn du jetzt in der Mitte, meinetwegen, mach den Holding Sixer oder defensiven Sechser nennst, wie du willst, hol da einen gestandenen Spieler, ja, dann lass einen Pavlo davor, hast einen Leimer noch als Alternative. Ich denke, in der Innenverteidigung haben wir eine Achse mit dem De Ligt als den künftigen, ja, mit dem Eric Dyer, der das da alles gerade noch zusammenhält. Musiala, denke ich, ist in der Mitte der Spieler der kommenden Jahre.
So, vorne hast du den Harry Kane. Vielleicht sollte man dann Mantel vielleicht öfter bringen, dass er mal vorne als Neuner da ist und performt. Oder vielleicht auch mal eine Doppelspitze, wer weiß. Also du hast ja schon, dass du ein Gerüst da hast. So. Und ringsherum musst du halt ein bisschen was schaffen. Davis reichen 16 Millionen. 16 Millionen ist auch schon wieder viel zu viel, Alter. Auf welcher Grundlage soll der Mensch denn 16 Millionen verdienen, Alter? Junge, ey, wir müssen endlich weg von diesem Gehälterwahnsinn bei uns. Das ist lächerlich. Musiala oder Wirtz, wenn du nur einen Spieler im Verein haben könntest. Ja, wenn du diese Saison nimmst, musst du definitiv Wirtz sagen. So. Nimmst du letzte Saison, will ich Musiala sagen. Nee, Goretzka kam aus Bochum, oder? Oder von Bochum nach Schalke und von Schalke nach Bayern? Ich weiß es nicht mehr. Kann auch sein. Goretzka fährt auf keinen Fall mit zur EM. Wie gesagt, auf welcher Grundlage? Ja, Leo King, das kannst du ja deine Meinung haben, dass er nichts Falsches getan hat. Ist ja völlig fein. Ich habe da eine andere Meinung zu. Toro könnte bleiben laut Bild. Ey, laut Bild kann eh alles passieren. Laut Bild kann auch morgen der Meteorit einschlagen, wir sind alle tot. Kann auch passieren laut Bild. Kimmich jede Ecke hier, Freistoß. Jetzt ist halt, ach komm, das Thema fang gar nicht erst an, Alter. Junge. Alle Spieler, die über 15 Millionen verdienen und keine Leistung bringen, müssen weg. Ja. Oder Gehaltsverzicht. Ganz einfache Kiste. Guman, Gnabry, Schupo, Opa. Wer stand da noch? Kim? Ja, dann kannst du aber auch noch einen Kimmich und Goretzka dabei nehmen. Und einen Sané hast du auch noch vergessen. Oder hast du einen Sané gehabt? Alter, der Kommentar war so schnell weg, den konnte ich nicht mehr lesen. Ey. Ich muss mal eben gucken, wo ist mein anderer Chat hier? Mal wieder so ein Roman von Anmu, weißt du? Guck mal jetzt. Bayern München. Schalalalala. Ja, die Platte spiele ich auch bis zum Ende. Noch ist der Tuchel-Nummer da, Anmo. Und dass man die Platte so spielen kann, hat er selber zu verschulden, der Tuchel. So, bei dem Kader wurde nichts verschlafen. Da wurde einfach drauf gehofft, dass Leute mit 28 den Durchbruch schaffen, à la Sané und Gnabry. Begnadete Fußballer, wenn sie nicht verletzt sind oder keine Lust haben. Nur wann ist das mal? Dann hat man die Verträge bis ins Unendliche verlängert mit Gehälter jenseits für Gut und Böse. Die Berater feuern immer noch. Ja. Ja, gehe ich mit. Ja, nee, sage ich nichts zu, danke. Na, nimmst du noch ein Tucheljahr? Ich nicht, ey. Ne, ich nehme kein Tucheljahr mehr. Ja, Champions League ist immer ein nettes Beiwerk, ne? Cordio, sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Bundesliga ist schon das, was den Stellenwert haben sollte. Und nächstes Jahr wird es wild werden in der Bundesliga. Also ich denke, die Dortmunder werden ein bisschen stärker sein. Ich denke, Leipzig wird stärker sein. Stuttgart muss man mal abwarten, die das halten können. Und Leverkusen wird auch weiterhin Leverkusen-Sachen machen, Leute. Also. Ja, sehe ich genauso, Ambo. Aber die Führung wird darauf voll drauf gehen, ne? Auf das Finale darum. Das ist ja das Problem. Alleine wenn man bedenkt, wie man das merchmäßig ausschlachten kann, dieses Finale, ne? Das ist ja schon mal ein Punkt. Bayern ist noch nicht bereit für Tuchel. Wildes Statement. Ich glaube, nee. Ich glaube, da hat der FC Bayern auch genug andere Sachen, was er irgendwie wo ausschlachten können, merchmäßig.
Das wäre schön, wenn wir das mal hinkriegen würden mit der Gehaltsgrenze. Ja. Wie gesagt, ich verstehe das auch nicht. Ne? Ist doch eigentlich auch kein Problem. Macht doch alle guten Fußballer, gibt den 10 Mille Grundgehalt, das ist safe und alles andere an Leistung geknüpft. Muss ja jetzt nicht irgendwie utopisch sein, ja. Lass sie gerne auf ihre 20 Millionen kommen. Habe ich ja nicht das Problem mit. Wenn die Leistung stimmt, können sie ja auch dieses Limit erreichen. Dann sind wir doch alle fein mit, oder? Wir nehmen die Kohle ein, dass wir uns diese Gehälter leisten können. Von daher ist das alles okay. So, aber wir wollen doch dann auch die Leistung sehen für diese Gehälter. So, und bringt der Spieler dann diese Leistung nicht, ja, dann verdient er nur seine 10 Mille im Jahr. Ist immer noch viel Geld. Da kann der Gucci Gnabry immer noch seine Gucci-Sache machen. Können wir wohl alle von ausgehen, oder? Und wenn er mal Bock hat ein Jahr, dann verdient er halt seine 20 Millionen. Ja, alles fein. Junge. Wer ist euer EM-Favorit? Schottland. Wenn Tuchel bleibt, ist Kimmich und Goretzka weg. Ja, dann hätte es ja wenigstens ein Gutes. Ja? Kane war fast gar nicht eingebunden. Also jetzt vergleicht mal das Bayern-Spiel, wie das auf den Levi zugeschnitten war. Vorne. 100% auf Levi geschnitten. Vergleicht das mal mit, wie das Spiel auf dem Harry Kane zugeschnitten war. Nämlich gar nicht. Ich erinnere mich an 2 Spiele, wo wir es mal versucht haben, wo wir viele Flanken hatten und sowas, wo es echt gut aussah. Ansonsten, Harry Kane war schon teilweise sehr auf sich alleine gestellt, oder? Schon wild. Ja, das glaube ich nicht, dass ein Erding Terzig als Ultra-Dortmunder Bock auf dem FC Bayern hätte. Willi hat auch keinen Bock. Ja, ist doch super. Guck mal, Mr. Deluxe. Dann zahlt ihr doch die 60, 70 Millionen. Ihr habt doch eh so viel Geld im FC Barcelona. Dann könnt ihr den Kimmich haben und bei euch auf die Holding Six setzen. Ist doch perfekt. Dani hat sich so gut gemacht bei Bayer. Der muss einfach gesetzt sein. Nee, gesetzt sein muss gar keiner. Sorry, gehe ich nicht mit dem Take. Erstmal weiß ich das nicht, wie gut er sich gemacht hat bei Leverkusen und wenn, gesetzt hat er nicht zu sein, Alter. Wir haben genug andere Spieler, die auf dieser Posi auch performen können. Nur weil er in Leverkusen performt, unter dem Trainer heißt das ja nicht, dass er bei uns unter dem Trainer, der dann, wer immer sein wird, performt. Weiß man doch nicht. Kannst du doch nicht sagen, der ist gesetzt, Alter. Sollte auch nächstes Jahr auf jeden Fall nach Leistung gehen. Ja, und auch das gilt auch für einen Tell. Wenn Tell diese Leistung bringt, die er jetzt im letzten Spiel gebracht hat, ja sorry, dann gehört auf die Bank. Punkt. Da muss man nicht rumdiskutieren. Ne? Das ist ja, was ich immer sage. Man muss jetzt nicht sagen, ja, wir müssen jetzt um jeden Preis Talente fördern. Wenn die Talente das nicht hinkriegen, dann gehören sie auf die Bank. Feierabend. Ja, Punkt. So, und wenn ich das gesehen habe, was der Tell, wie viel Bock der Tell hatte, nach hinten mitzuarbeiten, das war nämlich gleich 0 im letzten Spiel, dann kann man das klipp und klar kritisieren, dann kann man dem Jungen das sagen und sagen, entweder machst du das besser oder du sitzt draußen. Und gut ist, Feierabend. Ja. Aber man kann ja nicht sagen, der Spieler ist gesetzt. Das kannst du vielleicht beim Harry Kane sagen, ja. Der ist der Einzige, wo du das sagen kannst. Da gehe ich mit. Dass der Mann gesetzt ist, Alter. Kalle und Uli machen Trainer, brauchen die doch gar nicht. Die machen einfach einen Teammanager, wie der Kaiser damals. Ja, ein Stunny kann auch einen weiter vorne spielen. Stunny kann auch Innenverteidiger spielen. Also. Aber wie gesagt, die Spieler müssen ja dann erstmal performen, wenn sie bei uns sind, wa? Marc, schönen Abend. Maximal fahren Neuer, Müller, Kimmich und Pavlo mit. Und wo ist der Musiala? Neuer, Müller, Kimmich und Pavlo. Wild. Ich weiß noch niemals, ob er Müller mitnimmt. Ist mir aber auch Wurst. An allem ist Tuchel schuld. Nee, an allem ist ein Tuchel nicht schuld. Aber an allem, was die Mannschaft betrifft, ist ein Tuchel schuld. Und wenn du das nicht raffst in deinem kleinen Spatzenhirn, Alter, dann geh einfach hier weg.
Ich habe keinen Bock mehr, das hier mein Leben lang zu wiederholen, Alter. Und euch jedes Mal wieder zu erklären und es ist euch am Ende scheißegal. Von daher diskutiere ich da auch nicht mehr. Hab ich fertig. Wie Trapattoni sagen würde. Ja, die Frage ist ja, warum es gescheitert ist mit dem Palinja. Kann man ja jetzt auch viel rein interpretieren, oder? Ja, aber das werden wir doch nächste Saison sehen, ob die rangeführt werden an die Mannschaft, beziehungsweise wie es dann wird. Wir werden sehen. So, du kleiner Miet. Tschüss. Junge, Alter. Nummer 1 heute. Falls die Mara ihn nicht schon vor mir ausgeblendet hatte oder geblockt hat. Spacken, Alter. Kevin, servus. Ich habe mich heute sehr über deine Kommentare gefreut. Hast du mir aus der Seele gesprochen. Vielen lieben Dank. Nee, habe ich noch nicht, Kevin. Hab ich noch nicht. Ich habe Real Madrid-Kommentare noch nicht gelesen. Ich habe mich noch standhaft geweigert bisher. Ich gucke aber, ob ich diese Woche irgendwann den Flash in meinen Kopf kriege, dass ich mich aufregen möchte. Dann werde ich das noch tun. Ansonsten schenke ich mir das. Wer Genso-Spieler Müller 20 Millionen plus X pro Jahr in den Hintern schiebt, braucht sich nicht wundern, wenn Mitspieler auch so viel verdienen möchten. Das ist richtig, Manfredo. Wer soll Bayern-Trainer werden? Hüb Stevens. Jeder Trainer einigermaßen bei Verstand ist, wie Saragossa und ihrer Kunde Einsätze geben. Ja, weiß ich nicht. Das werden wir sehen, ne? Auch wenn ich davon nicht so der Fan bin, aber der einzige Trainer, der das Finale da oben erreichen kann, ist für mich Tuchel, auch wenn ich wünsche, es wäre anders. Wilder Take. Ich würde glatt behaupten, dass Mourinho das auch könnte. Weil Mourinho schon auch ein ähnlicher Typ ist, oder? Die Mannschaft will, dass Tuchel bleibt. Ja, ich habe ja gesagt, der wurde nicht verabschiedet, Leute. Die Mannschaft aber will das auch, ne? Ja. Die ganze Mannschaft wahrscheinlich. Denke ich schon, oder? Trainer-Debakel hoch 10. Ja, wir geben wieder ein super Bild ab, oder? Wir haben ja schon, eigentlich habe ich ja gedacht, die Totengräber-Pressekonferenz von Julian Nagelsmann, von Bratze und Olli war so der Höhepunkt fürs Fremdschämen für diesen Verein. Aber nee, da setzen wir dieses Jahr nochmal richtig einen oben drauf. Jeder Trainer, der bei Verstand ist, unterschreibt im Moment gar nicht erst in München als 84. Wahl. Nee, hast du vollkommen recht. Also jeder Trainer, der wirklich keine Ahnung, jeder aufstrebende Trainer oder sowas tut das nicht. Gehe ich mit. So, Mourinho, glaube ich, wäre das scheißegal, weil Mourinho ist einfach the Special One. Der ist egoistisch hoch 10 von sich überzeugt, wie Zlatan Ibrahimovic. Dem wäre das Wumpe. Ansonsten so Markus Babbel, ja, die nirgendwo mehr Trainer werden. Aber wie du sagst, also jeder Trainer, der gerade irgendwo aufsteigt, eine Philosophie hat und sonst was, wird sich doch hüten, nach dieser ganzen Farce einen Vertrag in München zu unterschreiben, Alter. Warum sollte er sich das antun? Ja, Katastrophe. Müsstest du schon echt jemanden haben, der richtig Bock hat, irgendwie eine Mannschaft zu entwickeln. Und man müsste dann auch klipp und klar kommunizieren, was wirklich umbruchmäßig passieren sollte. Das wäre vielleicht ein Lockmittel. Aber ansonsten bin ich da 100% bei dir, Ammo. Die UEFA könnte sich halt auch mal trauen, Obergrenzen einzuführen. Ja, wenn, müsste das die FIFA machen, war nicht die UEFA. Würde ich behaupten, weil sollte ja dann schon weltweit gelten. Aber das ist halt arbeitsrechtlich nicht möglich. Ne, das ist so das Problem. Weil das ist ja alles unter europäischem Arbeitsrecht und so weiter. Das ist ja so das Thema.
Das wäre ja so, als würde dir jetzt dein Chef sagen, ja, ich kann dir nicht mehr wie 2000 Euro zahlen, mehr darfst du nicht verdienen. Ne? Geht halt nicht. Das muss schon von der Vereinsseite kommen. Ja, was heißt, du findest es schade, dass man Tillmann verkauft? Man hat ihn ja nicht verkauft. Ja, PSW hatte eine Kaufoption und die haben sie gezogen. So, da kann der FC Bayern halt nichts machen. Man hat einen Vertrag ausgehandelt, eine Leihe mit Kaufoption, die wurde gezogen. So wie ich es verstanden habe, haben wir eine Rückkaufklausel, die wir ziehen können und dann kaufen wir ihn zurück. Ja. Ich weiß es nicht. Irgendwas von 12 Mille gelesen, die wir kriegen und müssten 20, 25 zahlen, wenn wir ihn zurückkaufen wollen würden. Ja. Aber so ist das, wenn man Spieler verleiht mit einer Kaufoption. Ne? Aber das heißt ja nicht, dass wir gesagt haben, wir wollen ihn jetzt nicht mehr. Ne? Die haben einfach die Kaufoption gezogen. So eine Frechheit, Sammy, dass er so eine Kommentare da liest. Der FC Bayern zerbrochen ist im Fußball Deutschland, kann sich freuen. Oh mein Gott. Gibt doch genug, die sich darüber freuen. Ist doch fein so. Ja, alles gut, Kevin. Ja, wie gesagt, kommentarmäßig habe ich da noch nicht reingeguckt. Ja, die müssen beide weg, also ganz ehrlich. Sané und Gnabry, das ist ja nicht nur dieses Jahr so gewesen. Das ist ja auch gar nicht so für der Tuchel was für kann. Du kannst dem Tuchel ja zugute halten, dass er Lieber da hingebracht hat, dass er mal eine Hinrunde performt hat. Ja? Kannst du ihm ja gerne zugute halten. Aber es ist ja bei den Spielern die letzten 3 Jahre so. Also was willst du damit? Sorry, das ist halt... Es passt nicht. Ich glaube, Stani bleibt in Leverkusen. Aha. Du bleib gefriert die Hölle ein. Guck's ja, servus. Meine Vorhersage für 2025, erneut Triple Zero. Platz 5 in der Liga und der nächste Trainer übernimmt. Ach ja, nö, da gehe ich nicht mit. Da warten wir erstmal ab, wer den Trainer wird bei uns und wie der Umbruch ausschaut. Da gucken wir erstmal, ne? Glauben kannst du in der Kirche. Nee, dafür musst du nicht in der Kirche sein, um glauben zu dürfen. Chippy. Ich weiß, es ist ein Irrglaube, ne? Merkst du das Wortspiel? Ja. Alle haben Levi den Ball vor die Füße getragen. Bei Kane war es oft gar nicht wie so ein Einzelkämpfer. Ja. Kiel und Pauli, willkommen in Liga 1. Eberl und Freund werden jetzt daran gemessen werden, wie sie den Umbruch gestalten werden. Ja, da sind wir ja auch wieder beim Thema, ne? Die Frage ist ja, muss der Uli und der Kalle da auch den Daumen heben oder senken, wenn es jetzt darum geht, verkaufen wir einen Kimmich, verkaufen wir einen Goretzka, verkaufen wir einen Sané, verkaufen wir einen Gnabry, weil alle deutsche gestandene Nationalspieler, verkaufen wir einen Koman, stellen wir Manuel Neuer in Frage, was ja nicht passieren wird. Vertragsverlängerung mit Thomas Müller. Kam das jetzt vom Eberl, dass der gesagt hat, au, oder ich weiß gar nicht, war der Eberl da schon involviert oder war das schon vorher klar, die Vertragsverlängerung mit Müller? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Kann man halt schwer vorstellen, dass ein Eberl so gesagt hat, ja komm, Müller, ja, ne? 20 Mille wie bisher, alles gut, oder? Ja, toppi. Ja, werden wir mal sehen. Wenn du schon so eine Phase beim Trainer hast, dass da der Kalle und der Uli den Daumen heben muss, dann könnt ihr euch vorstellen, wie das bei vielen anderen Transfers ist, von irgendwelchen Führungsspielern bei uns. So ein Ding halt. Jessica, servus. Das ist natürlich brutto. Also die verdienen dann die Hälfte in Deutschland, wa? Netto wäre ja ganz wild. Dann wären das 44 Millionen, die wir für einen Harry Kane im Jahr zahlen müssten. Dann hätten wir jetzt auch einen Mbappé verpflichten können. Ausbaustelle der FCB, traurig, aber wahr. Jo. Aber so ist das halt, ne? Erfolg macht träge auf Dauer. Und dann ist man da jetzt, wo wir jetzt gerade sind. Aber das geht ja so, die Kurve, seit Jahren. Ne? Das ist halt so.
Man hat's verpasst. Also das muss man ja sagen, hat der Uli ja auch gut analysiert in seinem FAZ-Talk. Das war ja auch ein Take, der wenigstens vernünftig von ihm war. Dass man das verschlafen hat, dass man da gepennt hat. Und deswegen sage ich ja, es wäre super, wenn der BVB Champions League-Sieger wird, dass das nochmal richtig schön reingerieben wird im Uli. Bin ehrlich zu dir, würde Kimmich verkaufen. Wir kriegen gutes Geld rein für ihn, sparen 20 Mille Gehalt und nächste Saison Stanisic. Ja, weil, wie gesagt, für mich Kimmich 20 Millionen als Rechtsverteidiger, nee. Sehe ich halt auch nicht. Aber das Thema haben wir ja schon durchgekaut, die Saison, oder? Ich denke, es wäre für alle Beteiligten das Beste. Kimmich kriegt wieder mehr besseres Standing im Ausland, da ist er hoch angesehen, ist doch alles gut, kann er wieder in der Mitte daddeln. Kriegt trotzdem seine 20 Mille im Barca und alles ist doch gut. Mein Gott. Dann hätte Bellingham holen müssen, Kai. Jo. Aber das ist ja, was ich da auch schon gesagt habe, dass man sich halt gar nicht mit diesen Spieler beschäftigt hat, weil Kimmich und Goretzka dort immer spielen. Aber da gab es ja mehrere Beispiele. Ne, auf den Außen ja genauso. Welche Transfers wir da verschlafen haben. Oder uns gar nicht erst bemüht haben, weil man die Spieler ja nicht in Frage stellen kann, weil sie ja das Sechstubel gewonnen haben und unantastbar sind bei uns. Ja, deswegen haben wir ganz, ganz viele Spieler verschlafen. Das neue Trikot verursacht etwas Augenkrebs. Ich bin auch noch nicht warm geworden mit dem Trikot. Sag ich euch, wie es ist. Keine Ahnung. Auch diese schwarze Rückennummer und so, nee, weiß ich nicht. Ist ja die EM eigentlich schon? Ja, klar gucke ich die deutschen Spiele auf jeden Fall. Ja, ja. Vielleicht auch ein paar andere Spiele, ja. Mal gucken. Ja, ich ziehe mich jetzt nicht an den Farben Rot-Weiß hoch, ne? Wäre natürlich schön, das Heimtrikot, wenn das Rot-Weiß wäre. Aber ich habe nichts dagegen, wenn es ganz rot ist. Das ist mir am Ende Wurst. Wie gesagt, ich hätte es halt gut gefunden, wenn wenigstens die Rückennummer und so in weiß gewesen wäre. Ich glaube, das wäre richtig gut gekommen. Das in diesem Schwarz. Ja, ist vielleicht dem Trauerflor geschuldet, diese Saison. Weiß ich nicht. Vielleicht noch ein paar Trigger-Kommentare beim Realspiel lesen. Ja, da kannst du auf jeden Fall lachen. Aber dann werde ich nur noch Knöpfchen drücken, ne? Gehe dann da nicht mehr drauf ein. Es sei denn, ich möchte drauf eingehen. Aber ansonsten Ihr quatscht immer nur dusselig rum und wir sollen immer schön sachlich bleiben. Der spricht wunderbare politische Kommentare, aber bitte schön lassen vom Fußball. Ja. Was erlaubt Strunz? So ein Ding dann. Für das Finale da oben brauchst du erstmal Spieler, die gar nicht unwillig sind. Ja. Ich weiß auch gar nicht, warum wir über das Finale da oben reden, Alter. Wir sind davon so weit weg, wie man nur weg sein kann. Ich behaupte, aus dem Kader wäre mehr drin gewesen. Der Tore-Fußball ist einfach unattraktiv, jo. Naja, ist schon traurig, dass wir überhaupt darüber reden müssen, was jetzt krasser ist. So eine Totengräber-PK oder so ein FAZ-Interview vom Uli Hoeneß oder... Das ist ja das Traurige eigentlich. Ich glaube, die kommen in Trainer um die Ecke, den wirklich keiner am Zettel hat. Ja, das wäre schön, ja. Das wäre schön. Frank Rijkaard. Ja, da muss er den aber vom Rudi weghalten, ne? Nicht, dass die sich wieder anspucken. Was willst du von Jose Mourinho halten? Das weiß ich nicht. Das weiß ich gar nicht. Ich mag ihn so vom Typ her. Ja, ist er genau so mein Schlag, den ich mag. Aber ich habe mich nie mit Mourinho-Fußball auseinandergesetzt, Alter. Ich weiß nicht, ob der Jugendspieler entwickelt, ob der... Ich verbinde Mourinho immer mit dieser Art Fußball, die wir jetzt unter Tuchel gesehen haben. Aber ob das so ist, weiß ich nicht. Kann ich nichts zu sagen. Ich lese hier gerade des Öfteren so die Frage, wen man besser findet, den Musiala oder den Wirtz. Ich finde, gerade diese Saison kann man das gar nicht vergleichen. Du hast in Leverkusen eine funktionierende Mannschaft und in Bayern hast du ja das, was du halt da rumlaufen hast, ne? Und da kann Musiala sich halt gar nicht wirklich ausleben, ey. Nö, habe ich ja vorhin gesagt.
also was ich so gesehen habe, der Unterschied ist natürlich, dass so ein Wirtz schon weiter ist, ne? Gereifter ist. Der hat auch versucht, die Mannschaft dann mitzutragen und sich aufregt und pissig wird, wenn es halt nicht so läuft und sowas. Das ist halt was bei Musiala fehlt. Deswegen habe ich ja vorhin auch so verwundert, dass da stand, dass sich Musiala angeblich für einen Tuchel ausspricht. Also ich finde, Musiala ist unter dem Tuchel hat sich nicht wirklich weiterentwickelt. Hat sich eher dahingehend entwickelt, dass er viel zu egoistisch geworden ist in meinen Augen. Also ich fand Musiala vorher stärker. Wo viel mehr der Fokus auf Zusammenspiel lag, aufs Vorbereiten. Die Leichtigkeit war auch gar nicht da bei Musiala diese Saison, aber wie auch, wenn die Mannschaft so ist, wie sie ist. Deswegen, ich würde ihm da gar nicht einen Vorwurf machen. Das zu vergleichen, ja, fühle ich eh nicht. Warum nicht beide? Werden wir doch in der Nationalmannschaft auch sehen, wenn wir Glück haben und Musiala fit ist. So. Wir müssen nicht mit den seit 10 Jahren gesehenen Außenflügelzangenspieler spielen, wie wir es versuchen. Und wir haben dieses Jahr eh nicht mit Flanken gespielt. Also wir hätten dieses Jahr auch einfach mit 2 Spielern in Halbposition spielen können, mit einem Musiala und einem Wirtz. Wo wäre das Problem gewesen? Hättest dazu noch mit einer Doppelspitze Kane und Tell spielen können, mit dem Harry Kane, der sich öfters auf die tiefere Position fallen lässt. Ja, hätte super geklappt. Also von daher, wo wäre das Problem? Wir müssen doch nicht ewig noch die nächsten 10 Jahre 4-2-3-1 spielen. Warum? Na, ganz einfache Kiste. Gibt auch ganz viele Möglichkeiten. Und dann kannst du auch die ganzen Knabris und Sanés kannst du da einstampfen. Tschüss. Weg. Hier kommt die Frage auf, ob du es nicht auch assi fandest gegenüber Peretz, dass man ihm gestern nicht mehr als 16 Minuten zugetraut hat. Ich fand, es war für mich auch wieder zum Fremdschämen. Ja, absolut zum Fremdschämen, sorry. Ist auch wieder sind wir wieder beim Tuchel angekommen, kann der Ambu sich wieder aufregen. Das ist eine absolute Frechheit. Das ist eine absolute Farce, Leute. Letzte Heimspiel der Saison und dann sagt der Tuchel, ja, der Peretz ist ein guter Typ, im Training immer voll dabei. Habe ich ihm mal die 16 Minuten gegönnt. Alter, was ein Ficker. Um es mal klipp und klar zu sagen. Junge. Ich muss dabei sagen, ich meine, in einem Interview gehört zu haben, dass Manuel sagte, dass das im Vorhinein abgeklärt war, dass wenn wir ja, 2 wenn Tore sie Unterschied halt, führen, hat der Tuchel in der genau, PK gesagt. Ja, ist eine Frechheit. richtig, ja, Außerdem war das nach 18 Minuten der Fall. Da hätten wir ja auswechseln können. naja, War ja sein wenn Argument. Wenn wir 2-0 2 Toren Unterschied führen, dann wechseln wir. Ja, haben wir Ja, gesehen, wir wa? wissen, dass ein 2-0 nicht safe ist. Erst recht nicht, wenn Tuchel Lächerlich. noch wechseln kann und Wechselsachen macht. Ja, aber was ist das für ein Argument? Das ist ja ein Argument. Ja, der Peretz, eigentlich kann der keinen Ball halten. Eigentlich kann der das nicht. Deswegen machen wir das so, wenn wir mit 2 Toren führen, dann bringe ich ihn. Dann kann er im Notfall 2 kassieren und wir spielen noch unentschieden. Was ist das für ein Statement, Alter? Das musst du dir reintun, das sagt dein Cheftrainer. Und dann ist das so, dann führst du nach 18 Minuten 2-0 und dann warten wir trotzdem bis zur 73. Minute, um ihn dann 17 Minuten zu bringen. Alter, das ist so lächerlich. Nur um ein Manuel Neuer nicht auf die Füße zu treten, oder was? Weil er sein 500. Bundesligaspiel macht. Das kann er auch ein Spiel später machen. Wen interessiert's denn, Alter? Junge, ey. Katastrophe. Ich sag ja, das sind Entscheidungen, Alter. Und dann jetzt hauen Zeitungen raus, ja, die Mannschaft möchte, dass Tuchel Trainer bleibt. Ja, der Daniel Peretz möchte das ganz bestimmt, dass er Trainer bleibt. Ja, Brian Junge. Zaragoza spricht sich auch voll dafür Ja, aus. Aber ganz auf bestimmt. Spanisch. Junge, Alter. Ja, ich würde es den Sabitzer gönnen, GB. Glaube auch Bellingham wäre lieber zu Real. Ja, na klar. Die wollen alle immer lieber woanders hin. Warum wollen die denn lieber woanders hin? Weil sie wissen, wenn sie zum FC Bayern kommen, weil diese Spieler da immer spielen, ist es scheißegal, welche Leistung sie bringen. Das ist doch das Thema, Alter. Cordio, der ist böse, ey. Wenn Erfolg träge machen würde, dann wäre Real jetzt nicht im Champions League Finale.
Naja, ich weiß nicht, ob Real die letzten 11 Jahre hintereinander deutscher Meister war. Ich würde glatt behaupten, nicht. Und ich denke, du hast auch gesehen, dass Real diese Saison schon oft träge war. Oder? Auch in der Champions League. Wenn du so die Spiele gegen Manchester anguckst, gegen Leipzig. Ich habe sie nicht gesehen, ich habe es nur gelesen, aber ich denke, dann kann man da auch von träge reden. Nur die haben dann einfach das Quäntchen Glück gehabt. Okara, kannst du anhand irgendwelcher Spiele festlegen, dass Perez so schlecht ist, wie du ihn darstellst? Das ist jetzt, ihn mit einem 37-jährigen Torwart zu vergleichen, finde ich halt ein bisschen schwach. Aber deine Takes heute sind sowieso von einem anderen Stern. Da, 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 da. Zu grell habe ich nicht das Problem mit dem Rot. Ich weiß, ich muss mir das echt mal irgendwie anschauen. Fanshop oder sowas, keine Ahnung. Kann das noch nie einordnen. Die Wolfsburger waren ja nicht zurückhaltend in der Offensive. Die haben ja einfach nicht stattgefunden in der Offensive, Alter. Hat sie eher moin. Später schönen Abend aus der Hauptstadt. Ja, schönen Abend dir auch. Jetzt ist in meinen Augen etwas besser, ist eine wichtige Rolle entwickelt, ihm bei Tuchel aus und sehr ein Jahr stehen geblieben. Ja. Ja. Ja, wie gesagt, das mit dem Perez war wirklich, also die habe ich auch nicht verstanden. Also. Du musst dir ja nur mal vorstellen, du sprichst das im Vorfeld ab mit beiden Torhütern und sagst dann dem jungen Torwart, pass mal auf, wenn wir 2:0 führen, dann vertraue ich dir, dann wechsle ich dich ein. Brauche ich nichts weiter sagen, oder? Manfredo fragt, jetzt mal ehrlich, was machst du, wenn TT wirklich bleibt? Blutdrucksenker, Therapie, Antiaggressionstraining, Drogen, Alkohol und so weiter? Nö, ein Jahr Bayern-Pause. Fertig. Nee, ich würde wahrscheinlich die PKs weglassen. Die würde ich mir auch privat nicht angucken. Weil das sind so die Killer die Saison gewesen. Diese komplett krassen Gegensprüche, die er immer raushaut. Ich mache dann den Tuchel, weil Tuchel liest ja nichts in der Öffentlichkeit, kriegt ja nichts mit. So würde ich das dann machen. Ich würde mir die Spiele geben, in Ruhe, würde ich mir angucken. Aber ich würde jegliche Aussagen, PKs und sowas, würde ich einfach weglassen. Sonst würde ich mir wahrscheinlich irgendwann in den Kopf schießen, Alter. Chancen steigen, dass Tuchel bleibt, ja. Er wurde nicht verabschiedet, Leute, ich sag's euch. Ach, das ist doch Schwachsinn. WCS 3 Klassen besser, muss ja das overrated. Völliger Schwachsinn, Alter. Jetzt geht nach England, nicht nach München. Ah ja. Habe ich auch gehört. Tommy, ich wäre mir da nicht so sicher, dass der nicht von sich aus bleiben wollen würde. Der hat da so manche Dinger rausgehauen, ne? Da ist mir schon Angst und Bange geworden und jetzt das nicht verabschieden. Ey, Nachtigall, ich hör dir trapsen, ey. Ja, genau, Chico, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Zwei wunderschöne Fußballer, Jamal und Florian, verschiedene Positionen, gesegnet mit höchstem Talent. Ja. Toro bleibt nur, wenn Uli Hoeneß zurücktritt und mindestens einen neuen Vertrag über 2 Jahre bekommt. Nee, das glaube ich nicht. Jetzt ist aktuell auf jeden Fall Gallagher, ja. Wie gesagt, er führt auch mehr, ne? Aber muss er in der Mannschaft wahrscheinlich auch. Ja, Kombinationsfußball gab es halt dieses Jahr nicht. Tuchel
hat er auf Einzelaktion gesetzt. Aber anscheinend ja nicht. Also in seinem PK sagt er ja immer, dass er das nicht will. Hat er ja jetzt auch wieder gesagt, dass er gescheitert ist. Oder nee, er hat nicht gesagt gescheitert. Er hat gesagt, die haben es nicht geschafft, das umzusetzen in den 11 Monaten. Ne? Eigentlich war das nicht so geplant. Weiß ich auch nicht, ob er sich damit einen Gefallen getan hat, sowas zu äußern, aber gut. Naja, aber das kannst du ja ganz einfach argumentieren. So ein Tuchel-Verbleib kannst du ja super einfach argumentieren. Dann stellt sich nämlich einfach der Eberl in die Öffentlichkeit und sagt, Leute, also ich bin ja gekommen, da war das schon entschieden und die Zusammenarbeit mit dem Tuchel war super. Wir sind im Champions League Halbfinale eingezogen, wir sind durch eine Schiedsrichter-Fehlentscheidung ausgeschieden. Die Mannschaft und der Trainer haben sich zusammengerauft. Ich bin super überzeugt von Thomas Tuchel und deswegen haben wir uns darauf geeinigt, diese Auflösung aufzuheben und Tuchel wird seinen Vertrag bei uns erfüllen. Punkt. Fertig. Feierabend. Perfekt. Ja. Könnte Pressesprecher bei uns werden, oder? Ach, herrlich. Ja, keine Ahnung, ob Peretz in die Start. Also ich hätte es gefühlt, dem Jungen das Spiel zu geben. Ich hätte es aber auch schon gefühlt, den Jungen viel mehr Spiele zwischendurch zu geben, ja. Aber diese 17 Minuten ist halt in die Fresse, Alter. So, das hätte sie dir dann auch schenken können, weißt du? Also, nee. Nochmal, was ist das für eine Aussage, Alter? Wenn wir mit 2 Toren führen, wechsle ich dich ein. Also, ich bitte dich. Also. Muss sagen, ich die letzten Spiele leider ein wenig von Tell enttäuscht war. Klar hat er nicht das Vertrauen und Selbstbewusstsein. Bin gespannt, wenn er Vertrauen bekommt, ob der Knoten platzt. Nee, ich war eigentlich nicht enttäuscht von ihm. Zumindest offensiv nicht. Ich war defensiv auf jeden Fall enttäuscht, ja. Da hat er mir auch zu wenig gemacht. Das kann man ganz klar kritisieren, das muss man auch kritisieren. Das war vorher besser. Ne? Aber ja, ist es irgendwo verständlich? Ich weiß es nicht. Tuchel war halt den Gönnerlohn, ja. Nach 2-2 wechselt ein neuer wieder einer. Wenn das gehen würde, wa? Aber hätten wir Ulle eingewechselt. Manuel Hagen, du hast auch einen wilden Take raus, oder? Ja, da kriegst du den für. Was erlaubt Strunz? Jetzt hat über 16 Minuten 0 gehalten. Gab es denn einen Torschuss? Ich weiß auch, gab es vorher in den 73 Minuten, die Manu auf dem Feld war, einen Torschuss? Gefühlt nicht, ne? Ja, das war es auch, Patrick. Ich gehe da auch mit. Ich fand das auch nicht gut, diese Aktion. Du hast wohl selber nicht gerechnet, so schnell. Nee, weil du hast ja gesehen, die Taktik war ja darauf ausgelegt, dass Wolfsburg mit einer Fünferkette spielt. Da hat der Tuchel gesagt, war selber überrascht. Und dann hast du ja gesehen, welchen Fußball wir uns vorgestellt haben. Gegen die Fünferkette. Nachdem Wolfsburg dann auf Fünferkette gestellt hatte. Also hätte der Peretz eh keine Spielminuten dann gekriegt. Weil wir hätten noch 300 Minuten spielen können, hätten kein Tor geschossen. Ja, das wird... Nein, das passiert niemals. Das ist ja auch okay. Es ist ja auch schwierig jetzt zu sagen, wenn du da noch einen Neuer hast. Komm, Daniel Peretz, du bist jetzt mein Mann. Ich würde es fühlen, das auszuprobieren, ja. Aber wird natürlich nicht passieren. Ja, dann brennt ja in München gleich der Baum. Ist ja Majestätsbeleidigung, wie beim Kimmich auch. Das geht ja nicht. Also das kann es ja nicht bringen. Aber man sollte wenigstens, keine Ahnung, wie es andere Vereine machen, gibt die Pokalspiele dem Peretz. Müssten wir halt mal länger drin sein, als wie nur eine Runde. Wäre natürlich auch schön. Oder gib in die Champions League Vorrundenspiele, whatever. So, weißt du? So ein Ding halt. Ja, also ich kann Peretz nicht wirklich beurteilen. Weil wir haben ihn ja nicht gesehen dieses Jahr. Ne?
Meinst du, wird schwer für Real deutscher Meister zu werden? Müssen wir mal ausprobieren. Der Twitch-Chat kriegt übrigens gerade Stressflecken, wenn sie dran denken, dass der Tuchel länger bleibt als geplant. Nee, der Ambo ist auch im Twitch-Chat. Ich glaube, der Ambo, der zündet gerade ein Feuerwerk. Also von daher. Grüße gehen raus, Ambo. GB, da schreibt man zusammen. Wenn du das nicht weißt, du kannst es oben ablesen. Na, 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 na. Schottrock, moin, Remoni Bino, hier, Grüße an alle im Chat. Ja, Grüße zurück. Ich finde, du sprichst die Dinge richtig an. Ich glaube, dass wenn der Tuchel in der 85. Minute diese Auswechslung nicht gemacht hätte, wären wir jetzt im... Ja, aber warum sollte Manchester United in Sancho verkaufen? Wenn die neuen Trainer holen sollten, hat er doch wieder alle Chancen, oder? Ja, alles gut. Also ich verstehe das eh nicht. Ich meine, Fehler passieren, aber trotzdem ist immer nur einer passiert. Wird dann Peretz das vorwerfen, obwohl man es nicht weiß. Aber bei Manu sagen, dass es okay ist, doppelmoralisch. Den verstehe ich nicht jetzt. Also ich werfe Manu nichts vor. Ich fand nur seine Argumentation ein bisschen wild. Sein Maulwurfshügel da. Am Ende sind das alles Menschen, Fehler passieren, alles ist gut. Ja. Und vorher hat Manu stark gehalten. Ja, nicht nur in dem Spiel. Ne? Also von daher, alles gut. Erinnert euch an Olli, die Nationalmannschaft. Ja. Es passiert dem Besten mal. Ist doch alles fein. Wie gesagt, der Abwurf war schon dumm. Aber okay, das passiert halt einfach. Mein Gott. Deswegen ist der Manu jetzt kein schlechter Torwart oder sowas. Ich sage ja nur, es wäre schön, wenn man den Peretz mal ranführen würde. Weil ein Neuer wird jetzt auch keine 3, 4, 5 Jahre mehr im Tor stehen. Sei denn Hansi Flick unterschreibt für 3 Jahre. Aber ansonsten... Da. Mara immer so knallhart göttlich. Ja, ist ja auch die Göttin vom Rust-Server, deswegen. Ende der 90er, Anfang 2000 hat Real sein Trainingsgelände verkauft an den Staat und für obligatorische 40 Millionen D-Mark zurückgekauft. Real war damals hoch verschuldet mit mehreren 100 Millionen. Ja, was tut das jetzt zur Sache für den FC Bayern? Findest du Lofro? Wer oder was ist Lofro? Aber wenn die schmecken, der da, ist das doch okay. Da kannst du mir auch so Stinkefinger schicken. Gibt bei mir schon ein paar Szenarien, wo ich meine Mitgliedskarte zurückgeben würde. Ach nee, das tue ich nicht. Am Schluss hat man bei Kai gemerkt, dass er fertig ist mit TT. Ja, ich habe alles erzählt, Leute. Das über 6 Monate, weißt du? Ich bin durch. Aber das wäre doch ganz praktisch, wenn er bleibt. Da machst du einfach von der letzten Saison einfach immer so ein Re-Upload von deinen Videos. Sparst du die Arbeit. Hm. Würdest du den Übel zurückholen? Find den gut. Nö. Ja. Ich würde mir nur in Ruhe die Spiele geben. Aber das Schöne ist, dann könnte ich wenigstens nächste Saison, könnte mir dann sagen,
Weil die Saison ist dann für mich eh schon gelaufen. Dann kann ich sagen, komm, ich mache die live. Dann mache ich die Spiele live im Stream, gucke ich jedes Spiel auf meinem kleinen Monitor anstatt auf dem großen Fernseher und ist gut. Übrigens, Lovro ist der Sporanek. Ach so, ja, wie sollen wir das Ich dachte- beurteilen, Leute? Ich dachte auch hier Labu, das ist so eine App hier für Dating oder so. Wie sollen wir das beurteilen? Das ist ja immer, was ich sage, wir haben halt viel zu wenig gesehen von dem Jungen. Ja, der ist das Tor gemacht gegen Wolfsburg. Warum auch nicht? Man muss den Jungs halt einfach mal Spielzeit geben. Und nein, ich rede auch nicht davon zu sagen, komm, wir hauen die jetzt in der Champions League da alle rein, weil dann wäre alles gut gegangen, wäre alles gut gelaufen. Das meine ich gar nicht. Aber, die Meisterschaft ist schon lange durch. Ja? Und spätestens dann hättest du die Jungen da mal alle reinwerfen können und mal gucken können. Komm, bringt das was, bringt das nichts? Wer kann performen, wer kann sich durchsetzen, wer ist für nächste Saison was, sonst was. Jetzt nach einem Spiel und vorher zweimal 10 Minuten Kurzeinsätze. Ja, er hat sein Tor gemacht, hat ein ganz gutes Spiel gemacht. Hat Talent, ich denke mal, das hat man gesehen. Aber wie sollen wir da jetzt ernsthaft was beurteilen? Das ist dasselbe wie mit dem Peretz zum Beispiel. Was willst du beurteilen? So, wir müssten die Jungs halt mal ein paar Spiele sehen, weißt du? Dann können wir dazu was sagen. Der Jong, Hernandez zum Beispiel. Hernandez fühle ich gar nicht, nee. Ich glaube nicht, dass wir einen Linksverteidiger brauchen. Der Jong weiß ich auch nicht, Alter. Kommt da drauf an, was das System wäre. Das ist schwer. Es ist super schwer, gerade von Wunschtransfers zu reden. Wir müssen halt erstmal gucken, wer Trainer wird. Wunschtransfer für mich, Florian Wirtz. Und dann alles andere musst du erstmal wissen, welches System wollen wir spielen, welcher Trainer kommt. Will er mit einer Doppel-8 spielen? Ja, dann kannst du über den De Jong nachdenken. Will er nur mit einem zentralen Mittelfeldspieler spielen? Brauchst du einen De Jong nicht. Du hast einen Pablo, du hast einen Leimer, alles ist schicki. Ja? Wollen wir mit Dreierkette hinten spielen? Wollen wir mit Fünferkette spielen? Wollen wir über die Flügel spielen? Wollen wir auf Halbposition spielen? Wollen wir mit 2 Stürmern spielen? Spielen wir nur mit einem Stürmer? Das wissen wir nicht, weil wir nicht wissen, wer Trainer wird. Also brauchen wir uns nicht Gedanken über Wunschtransfers machen. So. Aber für mich brauchen wir nicht unbedingt einen linken Verteidiger. Doppelspitze mit Thomas und Schupo. Nee, Schupo geht ja nie mehr. Shit, aber wenn es vereinslos, dann können wir nochmal ausleihen für ein Jahr. Zahlen wir ihn 20 Mille, dann kommt er schon. Also weiß ich nicht, Optimus Prime. Ich kann Tuchel nicht einschätzen. Ich kann zum Thema Tuchel, ich verstehe diesen Menschen nicht. Also der hat so viel Ahnung von Fußball, sieht auch alles, analysiert alles richtig, ist dann immer super dünnhäutig, zieht sich an XG-Werten hoch, findet irgendwelche Ausreden für die Mannschaft, im gleichen Atemzug vernichtet er dann Spieler öffentlich. Ich blick bei dem, der hat keine Linie. Der hat, so wie wir kein Spielsystem sehen, hat dieser Trainer auch keine Linie. Ganz wild. Also der kommt mir immer vor, als würden in dem auch 3 Persönlichkeiten leben. Auch wie der manchmal auf der PK aussieht, Alter. Der sieht aus, der hat Augenringe, Alter, als hätte ich 3 Tage nicht geschlafen. Dann sieht er aus, als wäre er drogenabhängig. 3 Tage später sieht er aus wie aus dem Ei gepellt. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was mit dem los ist, mit dem Menschen. Frag mich nicht. Ich bin sprachlos, ratlos, alles. Naja, vielleicht ist dieses, er liest alles nicht und kriegt nichts mit, gar nicht so wahr, wie er das darstellt. Ich denke mal, dieser Druck und diese ganze Medienscheiße, die geht ihm schon sehr nah. Ich meine, da waren ja teilweise Klamotten bei, GB, ey, du mit deinem, der ist dement, ey. Ist halt so ein Bullshit, ne? Eberl muss ja auch nicht leid tun. Eberl ist Uli Hoeneß verlängerter Arm, Alter. Da müsst ihr euch, der muss keinem leid tun. Viertelfinale DFB-Pokal wäre schon eine große Nummer für uns. Mittlerweile ja. Also wenn sie TT behalten,
weil sie keinen Trainer finden, finde das sogar ich erbärmlich für den Verein. Das ist dann nicht mehr zu überbieten. Höchstens mit einer Fanfreundschaft mit den Löwen. Also, ich meine, du bist ja der Tuchel-Anhänger. Meinst du denn, der Tuchel würde sich auf dieses Niveau begeben? Weiß ich nicht. Meinst du, der Tuchel hätte das nötig, sagen zu müssen, ach ja, alles gut, schwamm drüber, ich bleib noch ein Jahr? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, Alter. Da müsste, glaube ich, schon eine Menge Schmerzensgeld dann auch fließen. Ich kann mir das gut vorstellen, dass er von sich aus bleiben würde. Weil das, was er halt geleistet hat, nicht seinen Ansprüchen entspricht. Und Ja, er den halt Take Titel verstehe ich. gewinnen will. Ja, den verstehe ich, aber Es sagen so viele, Pep hat halt noch irgendwie hier war eine Rechnung offen, ne? Ich denke mal, dass Tuchel die auch noch offen hat. ich weiß nicht, ob das Tuchels Anspruch ist. Ich finde, dafür hat er zu wenig getan. Nimm nur das Spiel in Saarbrücken. Ja, das beschreibt es. Also wenn da der Anspruch gewesen wäre, ich will um jeden Preis in den DFB-Pokal weiterkommen. Wir brauchen uns nicht wieder aufrollen, oder? Würde ich Herrn Sancho in Bayern begrüßen? Ich hätte ihn damals begrüßt, ja. Wo er nach England gegangen ist. Aber war auch wieder so ein Ding, war auch wieder so ein Thema, wie ganz viele Spieler wie Nkunku und so weiter, wo wir uns gar nicht bemüht haben. Weil halt unsere etablierten Spieler da sind und nicht in Frage gestellt werden dürfen. Und immer spielen. Hansi kriegt noch ein Jahr und das will er nicht. Wir wollen den Hansi auch nicht. Nicht wir, ich. Ich möchte den Hansi nicht. Danke. Perez wird es erstmal verliehen. Ja. Findest du eigentlich neuen Heimtrikots? Was ist deine Meinung zu dem Protest der Ultras dagegen? Ja, lächerlich. Das ist der Protest. Sorry, Leute. Ich müsste jetzt nachgucken, ob die Pyros, die wir so gefahren haben, die Saison auch immer alle rot-weiß waren. Müsste ich nachgucken, weiß ich nicht. Nee, lächerlich. Sorry. Ja, wie das Trikot, ich weiß es nicht, wird damit nicht warm. Aber weil da jetzt kein weißer Streifen drin ist, ja, Alter, jetzt bleibt doch mal auf dem Boden, Alter. Ich glaube, wir haben gerade ganz andere Probleme, als zu sagen, wir brauchen rot-weiße Trikots, Alter. Sorry. Ja, drauf geschissen. Solange das Heimtrikot nicht neongelb ist, ist alles gut. Nochmal, der Aufdruck hinten müsste weiß sein, dann würde es mir wahrscheinlich sogar gefallen. Vorne das Wappen wäre auch geil, wenn es weiß wäre, das Bayern-Wappen einfach nur weiß. Dann würde ich es wahrscheinlich fühlen, so fühle ich es nicht wirklich. Ja. Aber deswegen jetzt einen Protest zu machen, wir wollen rot-weiße Trikots. Alter, packt euch an eurer scheiß Birne, Alter. Junge, ey. Jetzt mal ernsthaft, Alter. Junge. Der Ideenlese Fußball ist so furchtbar langweilig, ja, ist er leider auch. Übel wird die neue Nummer 1, ja, ganz sicher wird er das. 2 Jahren kann viel passieren, Leute. Ist kein guter Bäcker? Das ist natürlich schade, der. Perez sollte wenigstens die Nummer 2 sein, dann würde er mehr Spielzeit bekommen. Ja. Ja, Ulreich hat ein Jahr verlängert bis 25, genauso wie Manu. Ja, die werden nächstes Jahr durchziehen. Finale da oben. Und dann werden sie sich wundern, dass sie im Achtelfinale ausscheiden. Ja, GB, bist du gar nicht auf dem Laufenden oder was? Max, servus. Ja, man kann es auch nicht beurteilen, Rayo. Das wäre auf jeden Fall dumm, sich da jetzt hinzustellen und da ja einen Spieler
irgendwie versuchen zu beurteilen. Also ich kann es nicht für mich. So muss ja jeder, es gibt ja ganz viele, die sagen, dass es Boyer ein Fehleinkauf ist, dass Saragossa ein Fehleinkauf ist. Wie die Leute darauf kommen, weiß ich nicht, aber gut. Eins willst du noch loswerden zum Thema Thomas Tuchel. Obwohl er schon eine Weile entlassen ist und er von einzelnen Funktionären mit Dreck beworfen wurde, hat er sich immer ordentlich verhalten und hat das Beste gegeben, rechne ich ihm an. Ja, er hat halt den Fokus gehabt, ne? Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, ob ein Tuchel nochmal richtig nachtritt. Würde ich fühlen. Sage ich euch, wie es ist. Hat da allen Grund zu. So wie er behandelt wurde, war es eine Farce. Da gehe ich 100% mit, Ammo. Ändert natürlich nichts daran, dass er der falsche Trainer war, aus den besagten Gründen. Aber ja, wie er behandelt wurde bei uns, ich habe kein Wasser, ist eine Farce. Und ich würde es fühlen, wenn er nochmal richtig reintritt, wenn er am Ende der Saison weg ist und nochmal richtig schön den Uli schön in die Eier tritt. Für seine Aussagen. Würde ich fühlen, ja. Wirtz wird nicht gerade leicht zu verpflichten sein. Ach, pappelapapp. Das ist ganz einfach. Wenn der Florian Wirtz sagt, er möchte zum FC Bayern, dann wird er verpflichtet, dann werden 100, 110, 120 Millionen den Besitzer wechseln und alles ist tutti. So, sagten Wirtz, er möchte gerne in Leverkusen bleiben, wird er in Leverkusen bleiben. Sagten Wirtz, er möchte gerne ins Ausland wechseln, wird er ins Ausland wechseln. So einfach ist das. Ja, dann wird wieder 16 Wochen hin und her verhandelt, ob es dann 110, 120 oder 125 Millionen werden oder nicht und ja. Aber ansonsten ist das relativ einfach. Wo ich aber auch schon wieder das Kotzen kriege, ne? Wenn ich höre, dass sie sich um den Glasner bemüht haben, alles schön und gut. Aber alle Bayern-Bosse haben sich um ihn bemüht. Und sogar der Hoeneß hat mit ihm telefoniert. Warum telefoniert der Hoeneß mit ihm? Kann der sich nicht endlich mal verpissen? Weil Das ist die doch nicht alle mehr- das okay geben müssen. Das wissen wir doch mittlerweile. Der Kalle muss den Daumen heben, Uli muss den Daumen heben. So, und Freund und Eberl müssen d'accord sein. Alle anderen sind eh nur Jünger vom Uli, die heben eh den Daumen, wenn der Uli den hebt und ist gut. So. Und der Uli, der hat den Daumen doch nur hoch wegen Gicht oder so, der kriegt ihn gar nicht mehr runter. Ja, der Tuchel jetzt einen oder anderen Spieler zerstört hat. Wie gesagt, Tuchel hat einfach von der, meiner Meinung, von der Spielphilosophie gar nicht zu diesem Kader gepasst. Ja, das ist ja das Problem. Wir haben ja nie die Philosophie gehabt, dass Kimmich oder Goretzka ein klarer Sechser ist. Die Philosophie gab es nicht bei uns. Ja, deswegen wollte er ja auch einen Sechser haben, der Tuchel. Das ist ja alles verständlich. Aber der hat ganz, ganz viele Spieler, ganz, ganz wilde Positionen gebracht, also. Grüße nach Schwabing. Barakshow. Zockst du heute Red Munich? Nee. Wenn Eber mit Tore kommt, dann gehört er sofort entlassen. Bin ein Huchel, halb Handtuch, halb Tuchel. Ich bin ein Möter, halb Mensch, halb Köter. Glaubst du, Tuchel will es machen, weil er Ehrgeiz hat, das besser zu machen, okay? Ja, ich sage ja, das ist eine. Wir müssen uns gerade mal vor Augen halten, worüber wir hier diskutieren oder was heißt diskutieren? Gedankengänge haben, dass man jetzt hier sitzt und überlegt, ob Tuchel vielleicht doch bleibt. Nach allem, was gelaufen ist. Trainersuche mäßig. Allein das, dass wir so weit sind, ja, sagt alles über diesen Verein aus, wie der gerade geführt wird, Alter. Das ist schon echt wild, ne?
Ach, ich glaube schon, dass ein Tuchel jederzeit wieder nach England irgendwo eine Anfrage kriegt. Da ist er hoch angesehen. Und das ist auch gut so. Da ist er der alleinige Herrscher, da kriegt er von irgendeinem Scheich 300 Mille oder 400 Mille in den Arsch geschoben und sagt, der Spieler weg, den nehme ich, den weg, den nehme ich. Und gut ist. Das ist, was Tuchel gewohnt ist seit Paris und Chelsea. Ja. Nee, es würde sich auch nichts ändern, Sammy. Das sehe ich genauso. Tuchel ist Vegetarier und die sind oftmals gereizt, ganz besonders in Bayern, wo so viele Menschen Weißwürste und Schweinshaxe essen. Okay, das erklärt dann auch, warum ich so gereizt bin. Ne? Also wenn ich, Das bin hat ich, noch viele andere Gründe. bin ich Bruder im Geiste mit dem Tuchel, oder was? Wir sind uns aber einig, dass die Mannschaft in Saarbrücken auf dem Feldstand gut genug hätte sein müssen, um da zu gewinnen. Wenn ich in Saarbrücken Harry Kane brauche, wird's wild. Aber wenn du die Option draußen hast und man sieht, dass diese Mannschaft, die da auf dem Feld, sagen wir 70 Minuten, hättest du ja eine 70. bringen können, 70 Minuten nicht in der Lage ist oder nicht gut genug ist an diesem Tag, warum zünde ich dann nicht die Karte Harry Kane? Nein, dann mache ich Tuchelmäßig und sage, ach, alles gut, wir gehen ins Elfmeterschießen, gewinnen wir. Was war denn der Anspruch in Saarbrücken? Was war denn der Anspruch? Wenn ich doch sehe, es reicht nicht, wir sind super nicht gefährlich, vorne, wir haben keine, der die Dinger knipst. Was war denn dann der Anspruch? Zu sagen, ach ja komm, wir gucken erstmal, wir gehen erstmal in die Verlängerung rein und dann gucke ich mal, ob ich vielleicht einen Harry Kane noch bringe oder was. Das war dann der Anspruch? Come on. Bitte dich, das war Saarbrücken, die zu der Zeit gegen den Abstieg in der 3. Liga gespielt haben. Nein. Definitiv nein, Alter. Das ist halt Tuchel. Das ist, was du ihm in fast jedem Spiel vorwerfen kannst. Er analysiert alles vorher wie Pep, hier hin und her, 5000 Videositzungen, stellt die Mannschaft 100% ein, glaube ich auch. Stellt die Mannschaft 100% auf den Gegner ein, aber hat dann keinerlei Idee, irgendwas zu ändern, wenn es nicht läuft. Wie viele Spiele haben wir gesehen, wo versucht würde, über Außen zu spielen oder durch die Mitte zu spielen. Und es war einfach zu, weil der Gegner nicht doof ist, Alter. Und dann die Mitte zustellt. Haben wir dann versucht, über Außen zu spielen? Nein, wir haben 90 Minuten mit dem Kopf durch die Wand versucht, durch diese scheiß Mitte zu spielen. Und dasselbe dann, wenn wir mal versucht haben, über Außen zu spielen. Dann haben wir 90 Minuten den Bums durchgezogen, obwohl die Seiten sowas von dicht waren und nicht einmal versucht, durch die Mitte zu spielen. Der ist so unflexibel in seinem Schädel, Alter. Das geht auch auf keine Kuhhaut mehr. Der kriegt es noch nicht mal 10 in der Halbzeit mal zu sagen, oh, gut, ich habe jetzt 45 Minuten Scheiße gesehen. Wir haben es nicht geschafft, nur irgendetwas herauszuspielen. Lass uns mal was ändern. Kann der Typ nicht. Kann der nicht. In keinem Spiel. Junge. Aber ja, dann kommt natürlich wieder die Aussage, ja, ich hatte keine Option, weil wir haben so viele Verletzte und ja, ich habe keine Option. Alter, ey, hör mir auf, ey. Ich wollte mich nicht mehr aufregen über den Tuchel, aber du bringst mich immer wieder dazu, ey. Junge. Selten so einen sturen Bock gesehen, Alter. Junge. Katastrophe. Ja, ich weiß, du kannst jetzt 2 Beispiele bringen, wo der Tuchel mal was geändert hat, von auf Dreierkette gestellt hat und Leo nach hinten gezogen hat. Ja, hat er dann mal 2-3 Mal gemacht. Aber nochmal, in einem Spiel wie gegen Saarbrücken, Alter, einfach den Stiefel runterspielen und hoffen. Dasselbe gegen Real und so weiter, Alter. Das ist eine Katastrophe. Spiel gegen Dortmund, Alter, sang- und klanglos hingenommen. Bremen zu Hause. Ach, Junge, kannst du aufzählen. Wie in Frankfurt. Hör mir auf, ey.
Ja, das ist auch wirklich so, der da. Also das ist wirklich so. Du hast ganz, ganz viele Leute, wo nur zählt, Alter, ja, wir müssen 80 Millionen Transfer machen, dann ist der gut. Dann ist der gut. Wenn du einen Spieler für 20 Millionen verpflichtest, nee, dann hat der kein Bayern-Niveau. Das sind dieselben Leute, die mit der Saison zufrieden sind, weil Leverkusen eine außergewöhnliche Saison spielt und wir im Halbfinale der Champions League unglücklich gegen Real Madrid ausgeschieden sind. Das ist ein und derselbe Bums. Mann, 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 Mann. Möglicherweise wäre die Saison ohne Tuchel noch schlechter gelaufen. Ja. Hätten wir gegen Abstieg gespielt, wahrscheinlich. Leimer auf RV war auch krank, ja. Ach ja. Ich würde ihn jetzt auch verpflichten. Ja. Wenn er zu uns will, würde ich ihn auf jeden Fall verpflichten. Zidane lernt ausgiebig Deutsch, ja. Ja, wir haben schon viel Standfußball auch gezeigt. Ja. Ole ist ein Durchschnittskeeper, der sich in Hamburg nicht durchgesetzt hat und mehr nicht. Der Ortega-Move vom Pep war da schon besser. Ja, aber ist das doch nicht am Ole gelegen, oder? Hat jetzt irgendwas diese Saison am Ole gelegen? Ich glaube nicht. Dass Ole jetzt kein Riesenkeeper ist, aber als zweiter Keeper erfahren, ist doch alles gut, Leute. Ja, na klar ist der Tuchel daran gescheitert, attraktiven Fußball zu spielen. Kann ich nichts zu sagen zu Aurelio. Keine Ahnung. Die Frage ist halt, müssen wir uns mal darauf einigen, was ist denn jetzt schlimmer? Dass ein Tuchel bleibt oder dass ein Hansi kommt? Ach, herrlich, ey. Das musst du dir reintun, ey. So weit ist gekommen, ey. Ach, guck mal, da ist es. Tuchel oder Flick, wen findest du persönlich besser für uns? Beck, du hast geschrieben, ich finde, Kane hat euch mehr geschadet als gebracht. Magst du das mal erörtern oder magst du nur trollen? Tuchel oder Flick? Wen finde ich persönlich besser für uns? Für die neue Saison reden wir jetzt, wa? Ich würde mich für die Oder entscheiden. Also da gibt's echt für und wider, ne? Auf beiden Seiten. Sagen wir es so. Sollten wir trotzdem die ganzen Spieler, die wir eigentlich umbrechen müssen, also streichen müssen aus dem Kader, gestrichen werden, auch wenn Hansi kommt, würde ich, glaube ich, eher den Graugänser Hansi nehmen. Sollte das nicht der Fall sein und das unter Tuchel sein, würde ich einen Tuchel nehmen. Ja, der ältere Bruder aber, ne? Kane hätte in Saarbrücken aber den Unterschied gemacht, definitiv. Ich denke, das hat er diese Saison mehr als ausgiebig bewiesen. Ja, nochmal. Wir wissen doch noch gar nicht, wer Trainer wird. Vielleicht brauchen wir doch gar keinen Außenstürmer mehr.
Vielleicht spielen wir in Zukunft mit einem Musiala auf der Halbposition und Florian Wirtz auf der Halbposition. Oder was weiß ich. Mit Leroy Sané auf der Halbposition oder was weiß ich, wen ihr da gerne sehen möchtet. Wir spielen einfach so wie die letzte Saison, nur ohne Bonaza und Chopo. Ja klar, im Pokal sind eigene Regeln und klar kann da alles passieren, aber warum soll ich denn dann nicht alle Spieler nutzen, die ich zur Verfügung habe? Ist ja völlig tutti. Guck mal, hättest du doch die Diskussion schon im Keim ersticken können. Hättest du so 70 Minuten Harry Kane gebracht, das Spiel wäre genauso gelaufen, alles gut. Feierabend. Hättest du so argumentieren können, ja, Pokal hat seine eigenen Gesetze, aber ist halt so, sind wir ausgeschieden. So, hättest du doch der ganzen Diskussion gleich den Wind aus den Flügeln nehmen können. Hast du aber nicht gemacht. Weil Tuchel wieder Tuchel-Sachen machen wollte. Hansi Flick ist keine Königslösung. Hansi Flick ist der Sargnagel, Alter, und wäre ein Armutszeugnis für den ganzen Verein, Junge. Na, Manfredo, du weißt gar nicht, ob der in seinem Hügel war in dem Moment, der Maulwurf. Ich hatte den Neuer auch unterirdisch, hat er unter der Torlinie eine Bahn gezogen und hat da Schallwellen nach oben gezündet, weißt du? Bam, 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 bam. Ja, na klar. Das sagt ja auch keiner was dagegen, dass ein Tuchel es nicht schwer hatte. Und nochmal, ich habe es ja auch 100-mal schon gesagt. Mit Tuchel wurden wahrscheinlich vom Olli und Brazzo Dinge versprochen, die er dann jetzt nicht bekommen hat. Und das steht außer Frage. Aber deswegen kann man ja jetzt nicht sagen, nee, man kritisiert die Sachen nicht, die er scheiße macht. Das eine hat damit auch noch nichts zu tun. Ja, Chico, siehst du. Ja, am Training liegt es ja nicht mit den Verletzten. Hat Tuchel doch gesagt in der PK. Im Training liegt es 100% nicht. Das ist 1A hier. Mit Sternchen. Vergesst Tuchel endlich. Blick nach vorne. Das wäre ja schön, wenn wir das endlich können. Dürften. Wie man mal gerade sieht, können wir das noch nicht. Das Dortmund-Spiel hat mich in der Bundesliga auch am meisten auf die Palme gebracht, ja. Danach hat mich das Real-Rückspiel gebrochen. Findest du die Doku über Hansi Flick? Habe ich nicht gesehen. Mich interessiert keine Doku über die deutsche Nationalmannschaft. Falls du die meinst. Fußballmaster. Wir müssen uns jetzt noch keine Gedanken machen, ob ein Kimmich rechts spielt, ob ein Bue spielt, ob der links spielen kann. Nochmal. Wir müssen doch erstmal einen Trainer haben und dann mal sehen, wer nächste Saison überhaupt noch als Spieler vorhanden ist in unserem Verein. Dann können wir uns doch gerne Gedanken über solche Sachen machen. Eric Dyer Transfer war fast besser im Preis-Leistung als Harry Kane, wenn man ehrlich ist. Waren beide ihr Geld wert, aber Eric war für die Leistung ein Schnäppchen. Wie sie sich alle hier aufgeregt haben, dass so ein billiger Spieler aus der Premier League kommt. Will keiner mehr was von hören, von den Akrobaten. Was soll man dazu sagen? Nix, oder? Habe ich damals alles schon zugesagt. Und klar hörst du von den Leuten jetzt nichts mehr. Klar halten die jetzt alle ihre Fresse und sagen nicht, oh, da habe ich mich aber getäuscht. Weil das alles, nochmal, das sind dieselben Leute, die nur die Ergebnisse sehen. Ja, das sind dieselben Leute, die sagen, oh ja, das ist der FC Bayern. Wir brauchen jetzt einen Linksverteidiger für 80 Millionen. Puh.
Verpflichtest 2 Spieler für 20 und für 25 Minuten. Nein, die haben kein Bayern-Niveau. Die hast du nicht einmal über 90 Minuten gesehen. Nein, die haben kein Bayern-Niveau. Damit holt der FC Bayern keine Titel. Junge. Ja, da sieht man aber, So was das lächerlich. ausmacht, wenn man Spieler holt und die spielen lässt. Das ist echt krass, aber so funktioniert das. Wenn die nur auf der Bank hocken, können die nicht zeigen, was sie drauf haben. Gab es eigentlich auch was Positives die Saison bei uns? Überlege, aber kommen auf nichts. Ja, Harry Kane auf jeden Fall. Ja, ich habe selten Stürmer gesehen, der so viele Tore macht und doch so viel mehr ist. Eric Dyer, gerade schon angesprochen von Anmu. Auf voller Linie überzeugt. Aber auf voller Linie. Manuel Neuers Rückkehr. Muss jeder für sich beurteilen. Alexander Pavlovic, auch wenn Tuchel dazu gezwungen wurde. Ja. Dann hört's auf, würde ich sagen. Nein, unser Spiel ist auch nicht darauf ausgelegt, Hobbydampfer, dass wir unsere Stürme einbinden. Unser Spiel ist darauf ausgelegt, dass wir durch Einzelaktionen Akzente setzen. Das ist unser Spielstil diese Saison. Wetter BSC Abteilung Stuttgart. Hallo mein Lieber, wie geht es dir? Du scheinst doch gut drauf zu sein. Mir geht's gut, danke. Ich hoffe dir auch. Ja, Lotti, was erwartest du denn, Alter? Ich weiß ja nicht, wo du das Spiel gesehen hast, aber was erwartest du dann? Dass man dir sagt, oh, hey, servus, schön, dass du dich für Real Madrid freust. Warst du schon mal jemals beim Fußball oder was? Weißt du, was Emotionen sind? Also, keine Ahnung, was das jetzt für ein Take ist, Alter. Natürlich gehört sich das nicht, warum wir nicht drüber reden. Aber wundern musst du dich da jetzt auch nicht, oder? Ich denke, da sind wir uns alle einig hier. Also man stellt sich nicht in den Bayern-Pulk rein und freut sich dann, wenn Real Madrid Tore schießt. Dann steht man da und hält die Fresse. Ganz einfach. Also. Ja, vielleicht macht der Hansi den Co-Trainer vom Tuchel. Hä? Das wäre doch ein Take. Das wäre ein Take, ey. Ich weiß nicht, wir müssten mal reingucken, wo ist denn Tuchel jetzt aktuell? Im Punkteschnitt. Ist Tuchel seine Statistik so gut? Glaube nicht, oder? Die hat auf jeden Fall wieder ein bisschen gelitten. Zum Ende wurde sie wieder ein bisschen besser, ja. Aber ich weiß jetzt nicht, wo die Statistik gut sein soll. Musst du dich jetzt dafür rechtfertigen, dass du nur Fußball schauen willst? Nö. Bei mir nicht. Flick mal Co-Trainer oder so, genau, ja. Das Flick Award zur Debatte steht schon Wahnsinn, ja. Dann wären wir jetzt im Finale gegen Bayern. Ja, und? Wo willst du das wissen, Jimmy? Bei uns ist gar nichts ausgeschlossen. Auch ein Verbleib von Thomas Tuchel ist nicht aus. Sonst wäre er verabschiedet worden. Leute, machen wir uns nichts vor. Jetzt mal ganz ernsthaft. Man kann ja über den FC Bayern viel sagen. Aber du hast immer jeden verabschiedet. Egal wie schlecht, was das für eine Nulpe war, wie auch immer. Egal was da für ein Zwist war. Es gab am Ende der Saison Blumensträußchen, ein schönes Bildchen und es wurde sich verabschiedet.
Und wäre das 100% safe, dass der Tuchel nicht mehr auch nur ansatzweise irgendwo in irgendwelchen Gedankenspielen ist, wäre er verabschiedet worden. Das wurde er nicht. Punkt. Ach so, meintest du das, Cordy? Ja. Wie gesagt, ist nochmal. Du musst doch die Spieler nutzen, die du hast, oder nicht? Was mit Koman? Was soll mit dem sein? Chico, wenn der Flick Trainer wird und der holt einen Sextubel, Alter, dann laufe ich nackt den ganzen Tag durch München, bis sie mich einfangen und einsperren. Und nee, ich mache nicht den GB und kneif dann. Aber das ist so realistisch, als würde ich im Lotto gewinnen, Alter. Oder vom Blitz getroffen werden. Ja, Barcelona ist ja auch nicht doof, ne? Na, ich will ja gar nicht sagen, der Tuchel ist schuld an der Verletzung. Das ist ja auch Schwachsinn. Erstmal ist er ja eh nicht der Fitnesstrainer. Ja? Und natürlich wird er auch nicht eine Sache alleine schuld sein. Also da werden schon mehrere Sachen schuld sein. Aber da muss man halt auch mal auf den Grund gehen. Wa? Aber mich in der PK zu setzen und sagen, nein, das Training, ne, das ist zu 100% kein Faktor. Ja, das geht halt auch nicht. Sorry. Na, weiß ich. Dafür hat er aber zu sehr viele ungewöhnliche, anders. Dafür hat er zu wenig seltsame Dinge gemacht, dass er auf einer Stufe mit Pep steht. Was hat der Tuchel denn für ungewöhnliche Dinge gemacht? Nenn mir welche. Ja, hat sich gegen offensiv und spielstarke Mannschaften hinten reingestellt. Auf Konter gespielt. Applaus. Das Ungewöhnliche war dann, wir lassen Harry Kane gegen Saarbrücken draußen, wir stellen zwei tote Spieler, Minjay und Upamecano gegen Bayer Leverkusen auswärts in die Startelf. Wenn das ungewöhnliche Dinge sind, Hut ab. Ansonsten habe ich von Tuchel taktisch mäßig aber auch gar nichts gesehen, was nur annähernd auf einer Stufe mit Pep steht, Alter. Gar nichts. Die ganze Saison schießt Kimmich jede verfickte Ecke, jeden verfickten Freistoß. Hättest du das unter Pep gesehen, Alter? Nein, niemals. Junge, Alter. Taktisch habe ich nichts, keine Variation gesehen vom Tuchel. Nochmal. 90 Minuten durch die Mitte. Wenn es vorm Spiel hieß, wir spielen durch die Mitte, weil der Gegner da anfällig ist. Was macht der Gegner? Macht die Mitte zu. Hast du mal irgendeine Umstellung gesehen? Gar nichts. Null. Junge. Ja, Uli, du hast eine verkehrte Nummer dann, wenn du nicht ans Telefon gehst. Ich habe eine neue Nummer. Eric Dyer war umsonst der Abstand der Beste bei uns. Ja, weil er ein Führer ist, Alter. Weil er eine Persönlichkeit ist und führt. Das ist der Grund. Ja. Natürlich ist es nur aus der Not geboren, dass ein Dyer eingesetzt worden ist. Und natürlich war es irgendwann so weit, dass Tuchel nicht mehr Dyer und De Ligt nicht mehr argumentieren konnte, sie nicht aufzustellen. Ei. Ja, wer sagt denn da, ey, jetzt mal ernsthaft, Leute, sind wir doch wieder bei dem Thema, was irgendeine Zeitung, irgendein Sender labert, Alter. Da. Football, ja, sehr schön. Muss man auch zu stehen. Guck mal, das muss ich mir auch eingestehen mit dem Tuchel. Ja, lag ich auch komplett daneben. Haben Tuchel im Himmel gelobt, wo er zu uns gekommen ist und wurde 1,5 Jahre in die Fresse geschlagen vom Tuchel. Bei uns.
Ist halt manchmal so. Naja, eben. Also, man sollte die Leute immer mal ankommen lassen, ne? Und dann kann man die beurteilen. Deswegen, ich werde mich da auch zurückhalten. Deswegen sage ich ja, lass die Leute erstmal bei uns ankommen, lass die mal ein bisschen was da machen. Dann können wir anfangen, die Leute zu beurteilen, ne? Das betrifft Spieler wie Verantwortliche wie Trainer. Ohne Harry Kane würden wir in der Ecke schlechter dastehen. Auf jeden Fall, Alter. Wären wir wahrscheinlich auf Frankfurt-Niveau in der Bundesliga. No, so weit würde ich gar nicht gehen, dass Leverkusen nächstes Jahr Meister wird. Also, wie gesagt, mal abwarten, was in Stuttgart passiert. Ich denke, auch Leipzig wird stärker werden. Zumindest, wenn der Rose der Trainer bleibt und so. Dortmund darf man auch nicht außer Acht lassen. Mal abwarten. Ich denke, es wird eine sehr interessante Saison nächstes Jahr. Nee, können auch nicht viele Stürmer. Also Harry Kane ist ja nicht nur das, dass er mit nach hinten arbeitet und Bälle erobert. Halt auch das Spiel gestaltende, ne? Wie er dann so schnell, er ist ja nun mal kein Konterstürmer, er ist kein schneller Stürmer. So, das sieht man, er ist auch nicht mehr jung genug für. Aber er setzt dann einfach die Spieler auf den Halbpositionen oder außen so genial ein mit seinen Pässen, das ist halt krank, ne? Also das ist wirklich schon wild, Harry Kane. Ja, das hat er in der PK auch gesagt mit dem Bayern-Stil. Gut, Leute, das nützt alles nichts. Ich muss jetzt erstmal pinkeln gehen, sonst ist hier nämlich gleich Kasala. Also schreibt nicht so viel, die Mara übernimmt das so lange hier. Ja, ja, sicher. Ich mach das. Mach das jetzt interimsweise hier. Solange bis du was Besseres gefunden hast. Ambo, ich habe damals, boah, wie alt war ich da? 12, 13, 14 habe ich auch schon so ein Manager-Tippspiel mitgemacht. Das war auch ganz cool. Ich habe aber keine Ahnung, wie das hieß. Das hat auch echt Spaß gemacht. Die Idee finde ich gar nicht schlecht. Ja, bei dir, GB, da ist das lange her. Das waren die Zeiten, wo es noch diese Dinosaurier gab, weißt du? Mir geht's gut, Cor, und dir? Ja, das ist aber schön, dass du die immer nur so nach und nach droppst, Anbu. So eine pro Stream. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schon krass, ne, was hier für Namen ausgegraben werden, trainermäßig. Also, puh. Da holt ihr die ganz tief aus dem Keller raus. Ne, Klose will ich nicht sehen. Das kannst du knicken, Chico. Cor, ich kann das Wort nach relativ nicht lesen. Was steht da? Ist so verschwommen. Alter, Bert von Marwijk. Nein, den hatte ich schon damals in Dortmund. Das lassen wir mal. Ja, die Takes, die da vom Vorstand kommen, die sind. Ja. Da siehst du halt, dass die, ja, die können mit Zahlen jonglieren, ne? Aber so von Fußball haben die nicht wirklich Ahnung. Ist traurig. Servus, Gucci Gnabry.
Naja, ich habe ja gehört, dass der Sebastian Hoeneß wohl laut seinem Vater auch eine Ausstiegsklausel hat in Stuttgart, ne? Ja, es reicht doch, dass der Söder sich jetzt auch noch einmischt beim FC Bayern. Der hat jetzt auch ganz viel zu sagen. Zack, was ist mit Markus Söder? Da ist Chefe. Der nimmt halt alles mit, wo er irgendwie Aufmerksamkeit kriegt. Der ist nicht doof, der Typ. Ah. Da, 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 da. Bist du als Ruhrpotter öfter gehänselt oder leicht gefrostet, weil du Bayern-Fan bist? Ja, mittlerweile bin ich da zu alt für. Aber ja, na klar. Klar. Aber ich weiß mich zu wehren. Der Pott hat unglaublich viele FCB-Fans. Das weiß ich gar nicht. Also früher war es auf jeden Fall nicht so, wa? Mittlerweile ist es ja, ist ja alles nicht mehr so. Grüße aus dem Pott an euch und an alle im Chat. Sabi, Grüße und vielen lieben Dank für deine 2,49 € oder 50. Keine Ahnung, was wird immer komisch angezeigt. Machen wir für nächste Saison eine Community für ein Managerspiel? Meinst du so ein Browser-Game oder was? Oder was meinst du? Ja, wo du halt deine eigenen Spieler aufstellen kannst mit Transfermarkt und allem Zip und Zap. Also ich habe früher, was heißt früher? Ich habe ein paar Jahre diesen, wie heißt es denn? Diesen komischen, ich komme nicht drauf. Communio? Nee, es war so ein richtiges Managerspiel mit Aufstieg und so und alles. Nee, können wir mal gucken, wenn es da irgendwie eine gute Seite gibt, haut's gerne raus. Können wir gerne machen, ja. Können wir eine Liga machen. Ja, warum nicht? Die Mara schreibt, notiert das mal. Ich vergesse das eh wieder. Wir können auch ein WM-EM-Tippspiel machen oder so, wegen mir. Naja, das ist. Werden wir mal sehen, ob die Lust kommt zur neuen Saison. Die Taskforce war wild, ne? Ja. Die war wirklich wild. Ja, Lotti, alles gut. Also ich habe meine Erfahrungen da gemacht und nochmal, wenn ich bei einem Spiel, wo es um alles geht, als Fan der anderen Mannschaft in der gegnerischen Ecke stehe, ja, dann hältst du die Fresse oder musst damit leben, dass Leute dir auf den Sack gehen. Punkt. Wenn du das nicht verstehst, ja, sorry, dann bist du auch einfach da verkehrt. Ich weiß nicht, wo du herkommst, Alter, im Ruhrpott kannst du dir sowas gar nicht erlauben. So, da sagt dir erst gar keiner, halt die Fresse, dann kriegst du direkt in die Fresse. Also, weiß ich auch nicht, was das für ein Argument ist, Alter. Wir reden nicht über ein Freundschaftsspiel oder über ein Bundesligaspiel, wo es um goldene Nüsse geht, Alter. Es geht um Champions League Halbfinale und du stellst dich als Real Madrid-Fan in die Bayern-Kurve und fängst dann da an rumzuticken, wenn Real ein Tor schießt und wunderst dich dann, dass Leute zu dir sagen, Alter, verpiss dich hier und halt deine Fresse. Also ganz ehrlich, dann bist du auch irgendwie im verkehrten Film. Ja, dann setz dich zu Hause auf eine Couch und jubel doch da. Wo ist denn das Problem? Also sorry. Nee. Hab ich persönlich kein Verständnis für. Da muss man sich nicht hinstellen und rumheulen, Alter. Dann geh in deine Realecke, da kannst du dich freuen und rumhupfen und rumkaspern, Alter. Was erwartest du denn? Das ist Fußball. Fußball.
Verstehst du das? Fußball. Fußball ist Emotion pur. Wenn ich da in der Traube von Bayern-Fans stehe als Real Madrid-Fan und ich springe hoch und freue mich, oder noch am besten beim Abseitstor, dass du dann noch durch so eine Sache ausscheidest und du wunderst dich dann, dass du angefeindet wirst, sorry. Alter, dann bist du auch nicht ganz richtig im Kopf. Punkt. Wir reden über Fußball, nicht über Tischtennis, Alter. Oder über Synchronschwimmen. Da kannst du das vielleicht machen, aber nicht im Fußball. Sorry. Wer so blauäugig ist, da musst du nicht hier hinkommen und sagen, die Bayern-Fans, mi. Das ist bei jedem anderen Fan genauso, Alter. Das ist für ein Argument, ey. Geh nach deinen Real Madrid-Fans und hol dich da aus. Bist ja vielleicht an der besseren Ecke gelandet, wie hier. Sorry. Klar ist das nicht schön, klar kann man das besser machen. Sorry, hätte ich da gestanden, ich hätte zu dir auch gesagt, verpiss dich hier. Sag ich dir klipp und klar, wie es ist. Wäre bei mir nicht anders. Bin ein emotionaler Typ, das ist Fußball, Alter, und dann steht einer neben mir in der Traube von Bayern-Fans und fängt an rumzuspringen, wenn dir gerade das Herz rausgerissen wird als Fußballfan oder was. Und dann erwartest du, dass man sagt, oh ja, super, wa? Freut mich ja für euch, ist ja super, komm, Sportsgeist. Junge, das kannst du nach dem Spiel machen, wenn die Emotionen runtergefahren sind. Dann kann man sich gerne vorm Stadion treffen, kann ein Bierchen trinken und kann darüber fachsimpeln. Gar kein Problem. Aber doch nicht während dem Spiel. Und da musst du nicht hier reinkommen und dich darüber echauffieren. Junge, Alter. Oder Frau, Alter. Was weiß ich. Lächerlich. Sorry. Lächerlich. Hoch 10. Junge. Wenn du was auf die Fresse gekriegt hättest, dann hättest du hier gerne reinkommen können und dich beschweren können, ja. Weil das geht dann zu weit. Da gehe ich mit. Aber von mir hättest du verbal auf jeden Fall dasselbe gehört. Aber klipp und klar. Junge, Junge. Champions League Halbfinale. Ich wurde angeschwollen von FC Bayern-Fans, weil ich mich für Real Madrid gefreut habe. Ja, zu Recht. Punkt. Statement durch. Junge, Junge, Alter. Die Sträuber, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt, Alter. Gefühlt ist er ja auch nicht mehr im Leben, oder? Die gute Saskia-Quelle ist die gute Quelle aus meinem Wasserhahn, JB. Und aufbereitet im Sprudler. Aber vorher noch durch die Filterkanne gelaufen, natürlich. Ja, der Söder macht auf allen Sachen Wahlkampf, Alter. Der hat zu jedem, hat der irgendwas zu sagen. Nein, er sympathisiert doch nur mit dem ersten FC Nürnberg und den FC Bayern, der Söder. Ja. In den 90er Jahren und davor, da war es nicht so einfach, in NRW oder im Ruhrpott Bayern-Fan zu sein. Ja. Heutzutage ist das ja kein Ding. Eine Kicker-Tipp-Liga machen. Ja, wie gesagt, die Mara notiert das bestimmt mal. Wir haben ja ein Tippspiel, aber da gibt es so einige Leute, ne, JB, die haben irgendwann einfach vergessen zu tippen. Ja, man kriegt ja auch keine Erinnerungsmail oder wenn man die App auf dem Handy hat, kriegst du ja auch nicht, bist nicht dauergebombt mit einer Benachrichtigung, dass du noch tippen musst. EM-Vorfreund-Faktor bei mir gleich 0. Ja, bei mir auch, Marc. Ich denke mal einfach, dass JB Angst hatte, dass wir erkennen, dass er keine Ahnung hat. Wie wär's mit Best-of PK-Reactions? Alter, da brauche ich erstmal ein Jahr, um das alles zusammenzuschneiden. Wieso, für Köln ist doch noch alles drin. So wie Union gerade performt, ist doch für Köln noch alles drin, oder nicht? Können doch noch in die Relegation kommen.
Welche Optionen sie noch haben, wenn sie auf kleinere Namen keinen Bock haben? Ja, die Optionen sind ja immer noch da. Mourinho, Zidane, da hast du zwei, die keinen kleinen Namen haben. Gehst in die Gegengrade, da kannst du bei allem jubeln, aber ich glaube, die war ja nicht im Stadion, oder? War irgendwo Fußball gucken, oder so, ich das verstehe. Ist ja auch scheißegal, wo du bist. Nochmal. Junge, Fußball ist Emotion, sowohl auf dem Platz, sollte es sein, so wie erst recht bei den Fans, Alter. So. Und nochmal, das ist nicht hier Ringelpitz mit anfassen, Spiel um die goldenen Ananas, da kannst du dir gegenseitig im Arm liegen. Das ist ein Champions League Halbfinale, wo dir das Herz als FC Bayern-Fan rausgerissen wurde. Und wenn dann da in der FCB-Traube ein Real Madrid-Fan ist, der da rumjubelt und sich den Arsch abfreut, Alter, dann kriegst du halt verbal was vor die Birne geknallt. Und gut ist. Feierabend, das ist Fußball, Alter. Wenn du das nicht abkannst, dann geh da nicht hin. Punkt. Ist ja wie zu Hause, wenn die Frau jubelt, wenn Bayern ein Tor eingeschenkt bekommt, ja. Wild. GB, so nach 10 Tagen kannst du darüber nachdenken, sie wieder rauszulassen. Ist okay. Beim VfL als Bayern-Fan, das geht noch, aber woanders wirst du ausgenockt. Ja, du kannst mit dem Bayern-Trikot in die VfL-Ultra-Kurve gehen, das kannst du machen. Aber selbst da, überleg ich mal, es wird jetzt für den VfL um den Abstieg gehen und dann, keine Ahnung. Für die Bayern geht es um nichts mehr, du stellst dich dahin, wir schießen ein Tor und jubelst dann, als gäbe es keinen Morgen, Alter. Dann bist du halt auch in der verkehrten Kurve. Feierabend. Ja, da musst du dir auch verbal irgendeine Scheiße anhören und das auch völlig zu Recht, Alter. So. Noch einmal, wir reden nicht um Bundesligaspiel Platz 7 gegen Platz 8, sondern das war ein Champions League Halbfinale. Feierabend. Also jeder, der beim Fußball war, der ein heißblütiger Fan ist, der nicht nur irgendwo auf der Tribüne hockt, mit Schälchen und mit seinen Pappklappen versteht auch, was man hier redet, oder? So, dann sollte man sich als pappklappender Fan am besten nicht irgendwo hin verirren, wo man nichts zu suchen hat. Da, wo Fußballfans mit Emotionen nämlich sind. Bazi Masi, servus. Letztes Saisonspiel kannst du noch gucken, dann ab im Urlaub. Na, hast du dir verdient, JB. Wie lange wolltest du machen? Bis ich unten angekommen bin. Wie kann ich in die Tippliga für nächste Saison? Boah, du kannst dich einfach bei Kicktip anmelden. Der Link sollte eigentlich unter jedem Video sein. Ja, ist doch okay, Lotti. Hau rein. Tschüssi. Habe ich ja gerade erklärt. Du bist halt einer, der klatscht mit der Pappe in der Hand. Und dann hast du halt in so einer Ecke nichts zu suchen. Dann geh dahin, wo die Leute neutral sind und mit der Pappe in der Hand klatschen. Ist doch auch völlig okay. Da spricht doch auch keiner was dagegen. Aber da muss man sich halt einfach nicht wundern, wenn man dann in so eine Ecke reingeht, wo solche Fans sind. Dass man dann halt dumm angemacht wird, wenn man da hochspringt und sich freut. Wie kann man denn auch sich jetzt wirklich hier in diesen Chat stellen und meinen, oh, das sind böse Fans. Was willst du denn jetzt hören hier? Wie gesagt, du hättest von mir dieselbe verbale Attacke bekommen. Da stehe ich zu, habe ich gar kein Problem, das zu äußern. Wie gesagt, geh in deine Kurve, deswegen gibt es getrennte Fanbereiche. Ja, deswegen steht nicht alles gemischt zusammen. Geh in deine Kurve, da kannst du dich für Real Madrid freuen, ausgelassen. Nochmal, nach dem Spiel kann man sich da hinstellen, kann ein Bierchen trinken und gut. Aber doch nicht während des Spiels sich wundern, wenn ich in der Bayern-Ecke stehe oder unter vielen Bayern-Fans und dann hochspringe und mich für Real Madrid freue, Alter. Sorry, dann bist du einfach nicht der Realität nahe, was Fußball anbelangt.
Und wenn du dich da hinstellst und dich für Real Madrid freust, kannst du auch nicht erzählen, du bist ein neutraler Fan. Warum bist du dann neutral, wenn du dich dann für Real Madrid freust? Dann bist du in dem Moment für Real Madrid und nicht neutral. Und da musst du damit leben. Punkt. Junge, Junge. Tuchel will bleiben. BBC. Wie gesagt, eigentlich kann der FC Bayern das nur verkaufen, dass ein Tuchel bleibt, wenn man dann gleichzeitig sagt, nächstes Jahr kommt Pep, kommt Klopp, kommt Alonso, kommt was weiß ich wer. Das wäre das einzige, wie du das verkaufen kannst. Aber es wäre natürlich schön für die ganzen Petitionsschreiber, dann gibt es in Zukunft ganz, ganz viele Petitionen zu jedem Thema beim FC Bayern. Kimmich möchte doch bitte weiterhin die Ecken schießen. Petition. Sollte der Tuchel wirklich bleiben, dann lag das einzig und alleine an dem offenen Brief. GB ist irgendein Bayern-Profi? Der Kaugummi-Digger, oder was? Flick oder Tuchel, Kai? Flickkuchel. Flickkuchel. Bin Flickkuchel-Anhänger. What's up, hau rein. Ja, Tom, irgendwie sowas halt. Was macht man, wenn Tuchel bleibt und das Triple holt? Ihn gebührend verabschieden, ne? Die Frage ist aber dann, was müssen wir den Tuchel denn jetzt wieder zahlen? Weil wir werden ihn ja wahrscheinlich schon was gezahlt haben müssen für die Vertragsauflösung. Jetzt lösen wir den Vertrag von der Vertragsauflösung wieder auf. Bild. Meinst du nicht, dass solche Zahlungen erst nach der Saison kommen und nicht vorher, weil man nie weiß? Das mag ja sein, aber du hast ja vertraglich was festgeschrieben. Der Vertrag zählt ja, wenn du den Vertrag wieder auflöst, muss ja auch wieder ein Vertrag gemacht werden darüber, dass man den Vertrag auflöst. Naja, die haben ja nur gesagt, die beenden das, dass es unterschrieben ist. Nein, der Davon Tuchel war hat, nie die Rede, oder? nein, doch, hat der Tuchel gesagt in der PK. Okay, ja gut. Das ist vertraglich festgelegt, das ist schwarz auf weiß, das ist einzementiert, der Tuchel gesagt. Ja, hat der Tuchel gesagt, was der Tuchel sagt, ey. Ja, es wird auf jeden Fall nicht langweilig in unserem Verein. Habe ich auch nicht mit gerechnet, dass das die nächsten 1-2 Jahre langweilig werden sollte. Super. Ich freue mich. Wird eine wilde Saison dann werden. Da muss ich ganz, ganz viel Kraft tanken in der Sommerpause. Ja. Dann werden auf jeden Fall einige Spieler mehr verdienen werden, denke ich. Warten wir mal ab. Ne? Warten wir mal ab. Ich denke mal die nächsten, I don't know. Wir haben es gesagt, am 15.07. muss ein Trainer auf dem Platz stehen. Also haben wir noch 2 Monate Zeit. Treibt den Umbruch dann richtig voran, denke ich auch. Läuft bei uns, Männer und Frauen. King Kali, weil ich Veganer bin. Nee, Vegetarier bin ich. Deswegen bin ich so grantig in letzter Zeit. Ich bin so grantig in letzter Zeit, weil es mir einfach auf Eier geht, mich Woche für Woche mit den gleichen dummen Leuten auseinanderzusetzen, um mich ständig zu wiederholen. Deswegen bin ich so grantig. Denkst du, Kimmich wird gehen, wenn Tuchel bleibt? Ja. Aber ich denke, Kimmich wird wahrscheinlich auch so gehen.
Tuchel bleibt nicht dazu, hat zu viel Ehre. Das werden wir ja dann sehen. Dann essen wir ein Steak. Nee, danke. Ich kann Verlangen nach. Kai, eine Frage. Fährst du zu Bayer Trainingslager auch mal? Nö. Da müsste ich ja Urlaub haben in der Zeit. Das habe ich nicht. Du fährst mit mir ja noch nicht mal zum Training, wenn wir in München sind. Was willst du an dem Trainingslager? Ja, was soll ich auch am Trainingsplatz, Alter? Soll ich den Kimmich eine Kopfnuss geben, oder was? Also, außerdem war da kein Training zu der Zeit. Also sind die ohne Training in den Supercup gegangen? Das Ja. ist frech. Ja. Matthias, bist auch wieder da. Das ist schön. Du bist Dieses ein Jahr wahrer sieht Kai Pop- aus wie Tuchel. Das Problem ist, ich habe keine glatten Haare, wenn die wachsen. Sonst will ich mal den Tuchel-Move machen. Gibt Glätteisen. Also ohne, wenn der Tuchel wirklich die Saison Trainer wird, muss ich mir irgendwas überlegen. Dann muss ich mir irgendwas überlegen, wie ich performe. Ich habe Locken, ja. Deswegen kurze Haare. Wenn Tuchel bleibt, lässt du dir den tätowieren auf der Schulter. Ich habe nichts gegen Tuchel. Das ist ja das Schlimme. Aber er müsste sich halt jetzt so um mindestens 113 Grad drehen. Wir waren zusammen in München, wir waren zusammen in Dänemark. Ich denke mal, das Ja, wir reicht waren an erst im Urlaub Urlaub, ja. erstmal. Salut aus France. Herzlich zeigt Tuchel, wie es in den entscheidenden Wochen geht. Thema Rotation beim VfB. Ist richtig, ja. Sven, dir auch einen schönen Abend. Die linke und rechte Pobacke. Das war meine Pobacken in Ruhe, Alter. Ich glaube, bei YouTube kann man zurückspulen. Ollis FCB. Dann kannst du das nachhalten. Eigentlich hast du nichts verpasst. Außer ein Take, wie man sich in der Fankurve zu verhalten hat. Der freut mich auf Tuchel bleibt Talk. Alter, hör mir auf. Ey, wieso? King Kali, ist ja gerade, was ich sage. Ja, na klar, das wird der Tuchel alles gut. Aber wie gesagt, er hat es bisher nicht umgesetzt, ne? Nee, wenn der Tuchel bleibt, wird Tell ausgeliehen. Nein, doch. Oh. Muss ich eigentlich mal raussuchen, ja. Muss ich eigentlich mal raussuchen. Oh Gott, und wenn Tuchel bleibt, bleibt Anbu und wir können uns das ganze Jahr Sané ist dann oh auf jeden Fall Vertragsverlängerung, ja. 100%. Gnabry auch, weil er muss ja sein Tor dann noch gegen Real schießen. Das freue ich mich auf Tuchel bleibt Talk. Da wird es kein Talk geben, Alter. Da mache ich einen Stream zu und lass euch reden. Dann siehst du nur, dann willst du auf den Chat klicken, ey, Error 404 not found. Naja, Tuchel wurde halt nicht verabschiedet, ne? Dürft ihr nicht vergessen, Leute. Ah, jetzt komm, hör auf, das ist jetzt nicht mehr witzig. So eine Zeit lang war das okay, aber jetzt ist, hör auf, ich will heute noch schlafen. Ach, alles was Tuchel und den FC Bayern betrifft, für mich ist nichts mehr unmöglich. Dieser ganzen Trainersaga, für mich ist nichts unmöglich beim FC Bayern. Das ist traurig, das so zu sagen, aber es ist so. Tuchel will den Kader aber massiv aufräumen. Ja, haben wir ja gesehen dieses Jahr, wie er massiv aufgeräumt hat. War schon grandios. Hat mich echt umgehauen. Wenn der Tuchel das gewollt hätte, hätte er es dieses Jahr schon getan. Und hätte die Leute einfach mal auf die Tribüne gesetzt. Oder zumindest auf die Ersatzbank. Und hätte mal andere spielen lassen. Was er halt nicht getan hat. Nee. Mein Kanal ist nicht bekannt. Musst dir keine Sorgen machen.
Als würde ich Kimmich eine Kopfnuss geben. Ich bitte euch. Ja, du musst mit allem rechnen gerade. Nee, das weiß ich nicht. Das ist ganz schwer zu sagen, ob ein Jahr mit Flick erfolgsversprechender wäre als ein Jahr mit. Habe ich ja vorhin gesagt, das würde darauf ankommen, wenn Flick kommt, ob dann trotzdem Umbruch gemacht wird. Aber also Tuchel ist für mich auf jeden Fall der bessere Trainer als ein Hansi Flick. Ja, da gibt es nichts zu diskutieren. Allein taktisch und Tuchel müsste einfach nur mal das umsetzen, was er predigt. Das ist ja was so der Zwiespalt in mir zumindest diese Saison ist. Tuchel predigt immer alles und macht es dann nicht. Ja. Wir werden sehen. Es wird nicht langweilig werden bei uns. Ja, Daniel, da gebe ich dir ja recht. Ja, habe ich ja auch gesagt. Tuchel hat sich dahingestellt, hat gesagt, so, ich möchte einen rechten Verteidiger, ich möchte eine Holding 6 haben. Punkt, Feierabend. Weil er hat ja auch klar gesagt, Kimmich, Goretzka sind für mich keine Führungsspieler, will ich nicht mehr haben. Alles fein, gehe ich 100%, bin ich mitgegangen den Take vom Tuchel. Tue ich auch immer noch. Völlig richtig. Aber, richtig, er hat dann keine Holding 6 bekommen. Warum spielt ein Kimmich dann trotzdem diese Position? Bringe jetzt gar nicht den Take Pavlovic, den ich damals schon gebracht habe. Hätte man das Vertrauen schenken können. Verstehe ich, ist nicht Tuchels Art und Weise. Kein Problem. Warum nehme ich einen Conny Leimer, der prädestiniert ist für diese verfickte Position, auch nicht in der Holding 6 ist, brauchen wir nicht drüber reden, aber wahrscheinlich immer noch die bessere Holding 6 als ein Kimmich ist, stellt den als rechten Verteidiger hin und lassen Kimmich da weiter rumdümpeln. Das war für mich einfach nur dieser Finger zum Uli. Warum nicht direkt umgekehrt? Conny dahin, Kimmich rechter Verteidiger, dann wäre doch alles gut gewesen. Dann hätten wir auch seine Glaubwürdigkeit behalten, indem man sich vorher hingestellt und gesagt hat, das ist für mich nicht kein Sechser. Ist er nicht, will ich nicht, brauche ich nicht, ist kein Führungsspieler. Ja, aber was hat er gemacht? 3/4 der Saison Kimmich da spielen lassen. Um was zu beweisen? Dass er nicht diese Holding 6 ist, die er gerne sein möchte? Ja, das wissen wir alle. Aber dann setz ihn doch auf die scheiß rechte Verteidigerposition oder auf die verfickte Bank, Alter. So, warum hat er das nicht getan? Erklärt's mir. Damit hat's angefangen. Mit dem ganzen Move hat der Scheiß angefangen. Auch, dass dann die ganze Zeit ein Goretzka gespielt hat. Ja, den hat er da mal 3 Spiele auf die Bank gesetzt, um ihm mal einen Denkzettel zu verpassen. Halleluja. Das passt halt nicht zusammen. Das ist, was ich meine. Ja? Warum? Warum macht man das? Ich kommuniziere klar öffentlich das knallhart und mache dann genau das Gegenteil. So unlogisch. Olli, ich würde sagen, das wäre sogar der perfekte Moment, um dem Uli mal ein bisschen einen von Nuts zu knallen. Wenn du sagen würdest, okay, wir behalten Tuchel. Sehen alle, dass der Uli nicht mehr so viel zu melden hat, wie er das gerne hätte. Mach mir keine Angst, Kevin. Ich bin da nicht für verantwortlich, du. Und ja, die fehlende Rotation war auf jeden Fall ein Fehler. Ich denke, da sind wir uns einig. Klar, im Nachhinein können wir immer klug scheißen, aber nochmal überhaupt das zu riskieren, ja, dann Harry Kane gegen Stuttgart rumlaufen zu lassen und auch Gnabry 80 Minuten und so weiter, das war halt Quatsch. Sorry. Der Uli sagt gar nichts als Begründung. Ich habe das doch vorhin schon gesagt, was kommen wird. Der Max Eber stellt sich öffentlich hin und wird kommunizieren. Servus, das mit dem Tuchel, ne, das war ja vor meiner Zeit. Ich habe da ja gar kein Mitspracherecht gehabt. Ich arbeite gut mit dem Tuchel zusammen. Ich bin überzeugt vom Thomas. Ich bin überzeugt, dass er mit mir eine neue Mannschaft aufbauen kann. Und deswegen wird Thomas Tuchel Trainer des FC Bayern bleiben. Der Uli muss doch sein Gesicht nicht verlieren. Dafür hat er doch seine Schakale da stehen, die das einfach sagen. Und dann kann der Uli im Nachhinein wieder sagen, ja, ich war da ganz klar gegen. Wie mit dem Nagelsmann. Ich war da ganz klar gegen. Der sollte eigentlich gar nicht gefeuert werden. Ja, so ein Ding.
Der Uli wird dann sagen, ich will ja nichts sagen, aber ich habe euch ja gesagt, das wird nichts. Das ist für ihn eine Genugtuung am Ende. Aber mit welcher Taktik er dann da rangehen wollen würde, der muss sich ja komplett neu erfinden bei Bayern. Ja, na klar wollte der Tuchel das damit zeigen. Aber was ist das für ein Verhalten? Weißt du? Tuchel hat das dann gemacht, die Hinrunde. Warum hat er das gemacht? Damit er das Argument in der Rückrunde wieder hat, in der Winterpause zu sagen, seht ihr, ich brauche eine Holding Six. Das ist der einzige Move, den man so als Außenstehender irgendwie merken kann. Aber das ist doch der verkehrte Umgang, Leute. Ja? Und dass ein Kimmich dann so performt, wie er performt, muss man sich dann auch nicht wundern, oder? Also weiß ich nicht. So ist das. Der neue Shaggy. Ja, aber wie gesagt, das Problem ist halt, wir haben es ja gerade auch mit Amu auch schon gesagt, welcher Trainer, der denn irgendwas von sich hält, der jetzt nicht gerade irgendwie so Mourinho-mäßig ist, würde denn jetzt sagen, jawohl, ich freue mich so geil, Alter, ich bin die 5. oder 6. Option beim FC Bayern, Alter, ich bin so stolz und glücklich, ich brenne. Wer macht das denn? Ja? Deswegen hast du doch gerade die Wahl zwischen Pest und Cholera. Hansi Flick oder Thomas Tuchel. Halleluja. Soweit ist gekommen. Dann doch lieber den Markus Babbel nehmen für ein Jahr. Er hat gesagt, er macht das für ein Jahr. Und der will es wahrscheinlich sogar ehrenamtlich machen. Wild, ne? Hast du Wunschspieler? Ja, Florian Wirtz hätte ich gerne. Nee, wie gesagt, ich muss dann gucken, vielleicht skippe ich dann Pickers. Zumindest wenn es dann dieselbe Phase ist wie diese Saison. Keiner. Wenn, da muss ein Trainer holen, den noch keiner kennt. Ja. Die Kuchel würde ich nehmen, habe ich gerade schon gesagt. Die Kuchel. Ja, den Take mit Wirtz wäre zu jung und Tuchel, den habe ich auch schon gebracht. Na, Jamar spielt ja auch. Ja, Wirtz wird dann verliehen an Leverkusen. Das ist richtig, René, ja. Ja, das ist richtig, Fiasrock. Das ist richtig. Holt euch Tanne Tarnat. Olli, das wird nicht besser. Nee, den Bruno brauchen wir nicht, danke. FC Hollywood jahrelang nicht da gewesen. Und dann ein Riesen-Comeback, oder? Aber ein richtiges. Hat sich keiner träumen lassen, dass wir in die 6. Staffel gehen. Im FC Hollywood. Ist schon wild, ne? Aber so ist das. Und das wird noch wilder. Ja, aber wird sie dann werden? Es sei denn, wie gesagt, ein Tuchel dreht sich um 113 Grad, was ich mir nicht vorstellen kann. Das wäre auf jeden Fall witzig, ja. Oder Tuchel schneidet sich Glatze oder lässt sich irgendwie die Haare wachsen. Oder kommt mit Perücke rein oder so. Das wäre schon witzig, ja. Deswegen, mir kann das auch eine Frau sein, das ist mir völlig Wurst, ey. Ey, warum sollte er sich auch ändern, ey?
Wäre schon geil, oder? Na, fängt er doch an, mit irgendeinem Akzent zu sprechen, dann so, haha, verarscht, ich bin's, euer Thomas. Würde ich fühlen, Alter. Ja, aber sowas macht man keine Witze, ey. Das wäre der Move schlechthin, ey. Ja, und wer sind Sie? Was haben Sie für eine Spielvorstellung? Ich bin's, der Thomas. Ich glaube, bei dem Move wird sogar der Bildreporter wieder aus dem Stimmbruch kommen, ey. Der wird einen Schlaganfall kriegen. Ach, herrlich, ey. Macht ja einfach einen auf Horst Schlemmer, Das ist der ey. Mask Trainer, ja. Da. Ja, Wirklich so wie Crow, weiß er einfach immer Maske auf. ich weiß es nicht, Patty, ich weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig bei uns. Schon wild, was bei uns gerade abgeht. Und da Fifi auf dem Kopf mit Fake-Brille. Ja, genau. Ich bin's, der Thomas. Das habe ich euch mitgebracht. Und dann kommt der Leo rein. Ach, herrlich, ey. Ach, Mann. Aber es gibt doch eine jetzt, oder? Ciao, welchem Club? Anbu. Bei welchem Club war das denn, wo die jetzt eine Frau eine Männermannschaft trainiert? War das nicht Ist das letztens erst? Ingolstadt? War das nicht Ingolstadt? Irgendwo war das, ja. Als Co-Trainerin bei Union? Ja, Co-Trainerin, das zählt ja nicht. Kai hat mir meinen Arm kaputt gemacht. Ich kann da nichts für, Kevin. Ich hab das nicht rausgehauen. Das hat Sky rausgehauen, Alter. Anbo, hau rein. Ich bin noch 2 Minuten da. Ja, es ist ja bei Ingolstadt. Ich bin voll auf dem Laufenden. Naja, wir werden ja genug Trainer haben in der Jugend auch. Also, das Ding ist einfach, was ich mir halt vorstellen kann, ist so, dass wir nicht die Eier haben werden, wegen dem Finale da Home jetzt so den klaren Cut zu machen. Ne? Ich denke, das ist so das Problem. Ja. Und wahrscheinlich argumentiert man jetzt vereinsintern, ja, aber habt ihr doch gesehen, eigentlich waren wir schon Champions League-Sieger, wir sind ja nur wegen der Schiedsrichterentscheidung rausgeflogen. Sonst wären wir ja Champions League-Sieger geworden. Dortmund hätten wir ja weggehauen. Ne? So ungefähr. Wird wahrscheinlich intern argumentiert jetzt. Welchen Trainer hast du denn jetzt, der dir das garantiert, in die Champions League nächstes Jahr Finale da oben? Ja. Ja, stell dir mal vor, wir haben beim Endspiel so Finale daheim, Maulwurf. Bam, stehst du da wieder. Ja. Trommelfeuer, moin. Zweifel grundsätzlich an den Charakter unserer derzeitigen Truppe. Da muss man nicht dran zweifeln, der ist einfach für den Arsch. Turo wurde von Teilen unserer Mannschaft gemobbt. Ähnlich wie bei den beiden Vorgängern. Unser Club ist ganz weit unten. Jo. Gemobbt nicht, aber ich denke, Tuchel hat auch ein bisschen dazu beigetragen, wie es dann so gelaufen ist, aber ja. Ja, Tatsache, ich sehe das genauso, aber ein großer Teil sieht das anders. Otto Rea, genau. Ja, doch, der Coach ist auch ein Problem. Natürlich nicht das einzigste Problem, da müssen wir nicht drüber reden, haben wir schon 100-mal besprochen. Aber Tuchel war auch ein Problem. Das kann man nicht leugnen, Alter. Ja. Die Souveränität ist aber auch daran geschuldet, dass Spieler auf komischen Positionen spielen und irgendwie unsere Spieler auch eingefahren sind auf der einen Taktik, die sie noch spielen können. Und ach, da sind so viele Faktoren, Alter. Das ist so wild. Naja, wir werden sehen, ob wir einen Interimstrainer für Klopp suchen.
Dann brauche ich aber auch einen Interimspsychiater, ey. Ja, Leute, ich mach Feierabend, ey. Wilder Stream. Wilder Stream. Es wird nicht langweilig werden. Sobald die Entscheidung steht, werde ich auf jeden Fall dann noch einen Stream machen. Schauen wir mal, wann das der Fall ist. Und welche Entscheidung wir dann bekommen werden, Alter. Also am 15.07. gibt's Stream. Reinhauen. Zockst du morgen? Nee, morgen nicht. Also sehr wahrscheinlich, weiß ich nicht. Aber eigentlich ist das Dienstags nicht geplant. Nee, Mittwoch, wenn. Nur wenn ich ihm das erlaube. Ja, ich mache keine Streampause. Jeden Montag ist Stream, ja. Aber wenn jetzt, keine Ahnung, Freitag die Entscheidung bekannt gegeben wird, dann gehe ich halt Freitag auch live mit dem FC Bayern Stream. Ansonsten Gaming-Stream bin ich ja immer am Start. Gut, Leute. Haut rein. Wir werden keine Langeweile haben. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ja. Und wir gucken mal, wie es weitergeht. Hätte er gesagt, Augsburger Puppenkiste, was ist eher Münchner Stadttheater oder was? Keine Ahnung. Rot-weiße Grüße, Leute. Gutes Nächtle, ciao. Vielen Dank für euren Support und dass ihr da wart. Tschüssi.